Hey. Hey, setz dich hin, Wichser! So, erstmal alle hinsetzen, ne? Aber zack, zack. Ach ja, der Ulle, ey. Der Ulle, wa? Ist aber auch einer, hallo. Vorbildfunktion echt voll erfüllt für uns Bayern-Fans, oder? So, ich muss da eben die Chats aufmachen hier. Ich habe gerade alles aufgehabt, irgendwie ist schon wieder alles weg hier. Wild, ne? So ist es, Leute, so ist es. Wieder nicht vorbereitet, der Kerl, wie immer, ey. So, aber die Mara ist auch da. Servus. Ich habe mich bestimmt nicht gehört. Die Mara ist auch da, habe ich gesagt. Und ich Hallo, sag hallo, Servus. Hallo, hallo. hallo, hallo. Guten Tag. War noch nicht freigeschaltet hier. So, jetzt muss ich hier noch einen Tacken leiser machen auf meinem Ohr. Die Glocken läuten auch perfekt. 18 Uhr, da ist hier immer, weiß ich nicht, was los. Läuft, oder? So, Servus erstmal. Erstmal Grüße zurück am Ballbesitz und Kontertau, Freunde, Fußball, ne? Zähle ich mich mal zu. Okay. Nexus, erstmal Servus, ne? Erstmal Servus an alle. Wir haben eine turbulente Woche hinter uns, würde ich sagen. Ergebniskrise, ja, nein. Ist ja gleich wieder Alarm in ganz Fußball Deutschland. Ja, der FC Bayern mal ein Spiel verloren und 2 Unentschieden gegen 3 starke Teams gespielt hat. Ich bin mal gespannt, wie hier die Stimmung ist. Ohne irgendeine Nachricht. Hallo Gen 214. Danke für dein Abo im 6. Monat. Nee, hat erneut für 6 Monate. Für 6 Monate. Hallo Gen. Für ein halbes Jahr gleich, oder was? Vielen lieben Dank dafür. Wild. Wild, wild, wild. Nee, was ich sagen wollte, ich bin mal gespannt, wie hier die Stimmung ist. Ich denke mal ausgeglichen. 50 so, 50 so, denke ich. Gestern hätte man auf jeden Fall vermeiden müssen. Ja, da gehe ich 100% mit. Habe ich ja in meiner Analyse auch gesagt, das war eine Katastrophe, da in der Nachspielzeit da so hoch zu stehen und so offen zu stehen. Das ist komplett Banane. Erst recht, wenn man ein paar Linien einwechselt und der irgendwie vorne im 16er rumturnt, anstatt da hinten in dem Raum zu sein. Weiß ich nicht, ob gewollt oder nicht gewollt, keine Ahnung. Aber auch ein Josh, ja,
muss dann da einfach in dem Raum sein, Alter. Wenn er der Kapitän des FC Bayern sein will, da muss er irgendwo auch schlau genug sein, in der 94. Minute da den Raum dicht zu machen. Und dass da ein Conny Leimer steht, der sowieso unterirdisch spielt aktuell. Ich meine, das Minje allein der Ballverlust vorne schon, da könnte man natürlich anfangen, ja. Keine Ahnung. Da kannst halt muss die ganze Mannschaft in die Pflicht nehmen, ne? Das ist klar. Aber darf die halt nicht passieren in der 94. Minute, Alter. So offen da zu stehen und lächerlich. Das war auf jeden Fall vermeidbar, ja. Ja, das ist richtig, aber Thomas Müller hat mit Josh ja schon einen Schuldigen ausgemacht für das Unentschieden. Ja, der Müller soll seine Fresse halten, ganz ehrlich. Soll ich mal in seine Nase fassen, Alter. Das war alles andere auch als eine starke Leistung, die er da gezeigt hat gestern. Also. Aber gut. Im Großen und Ganzen mal meine Meinung dazu. Gestern war ich auch ein bisschen, wusste ich auch nicht so recht, was ich jetzt davon halten sollte. Ja. Erstmal war es ein schönes Spiel. Ja, unterhaltsames Spiel. 6 Tore, immer nice. Frankfurt hat es sehr, sehr gut gemacht. Muss man auch mal anerkennen. Wir haben es halt nicht so gut gemacht. Ich meine, wenn Thomas Müller da, mal ganz kurz dazu, wenn Thomas Müller dann einen Kimmich als Schuldigen ausmacht, dann muss Thomas Müller mal die 100%ige im einfach einschieben, die er hatte, wa? Also, dafür war er ja auf dem Feld. Das nochmal am Rande. Wie gesagt, konnte ich auch ein bisschen schwer einordnen, kann ich auch immer noch nicht so. Aber nochmal, ich sehe lieber so ein 3-3, wo man dann auch ein bisschen was hat, worüber man reden kann, als so ein langweiliges 1-1. Ja? Wo wir keine Torchancen sehen. Dann lieber so. Dasselbe gilt für Aston Villa. Dasselbe gilt für Leverkusen. So. Heimtwaim. Thomas, die Lokomotive. Danke für dein erneutes Abonnement. Ne? Auch für 6 Monate. Wild. Nee, wie gesagt, also ich bin immer noch der Meinung so, ja, Ergebniskrise können wir gerne nennen, wegen mir. Aber ich bin immer noch der Meinung, ich gucke mir lieber diesen Fußball an, mit diesen Ergebnissen, als wie den Fußball der letzten 1,5 Jahre. So, was der Fußball am Ende des Jahres dann wert ist, wenn wir mit dieser Taktik durchziehen, ja, dann kommt es am Ende des Tages auf Minje und Upa an. Wenn die in den wichtigen Spielen, die dann kommen, die Leistung bringen wie gegen Leverkusen, alles gut, können wir um Titel spielen. Bringen sie die nicht, wie jetzt gegen Frankfurt, spielen wir um keine Titel. Ja. Ist dann ein bisschen unfair, das an den beiden festzumachen, aber wir sehen ja, dass die Defensive genau mit den beiden steht und fällt. Ja, mit dieser Spielweise. Weil hinter denen ist keiner, neben denen ist keiner. Die spielen 1:1 gegen die Gegner. Gewinnen die ihre Zweikämpfe, haben wir keine Probleme, gewinnen die ihre Zweikämpfe nicht. So, das muss man wissen, ne? Wir werden sehen, ob wir da Anpassungen machen werden. Wie gesagt, ich denke, eine Dreierkette wird uns wahrscheinlich sehr gut tun. Die Lokomotive tut giftet Tier 1 Subdut Chichu unterstrich Gordo. So Chichu unterstrich was? Bild. Die Lokomotive tut giftet Tier 1 Subdut Demonic unterstrich Nexus. Ich lasse das mal durchlaufen eben, dann kann ich das auch mal aktualisieren hier nebenbei. So. Tier 1 Subdux Tresensportler. Was, Tresensportler? Geil. Tresensportler passt zu mir. Obwohl, ich bin eher der Heimsportler. Sitzt nicht am Tresen. Die Lokomotive tut giftet Tier 1 Subdu Pit Pacts. Thomas, die Lokomotive tut giftet Tier 1 Subdu Magic Jan 89. Thomas, vielen lieben Dank für deine 5 verschenkten Subs. Damit sind das schon 112 hier. Krank. Kranker Support, vielen lieben Dank dafür. Ja, das ist meine Meinung, ne? So, es steht und fällt leider mit Opa. Solange wir nicht mit einer Dreierkette spielen. Ich denke, dann hätten wir einen mehr. Das hätte auch gerade gegen Frankfurt, hätte es, glaube ich, gut getan, wenn da in der Mitte noch einer mehr gestanden wäre, aber klug scheißen kann man immer. Wir haben Kompanie gehört nach der PK, oder nach dem Spiel bei der PK. Er wird die Spielweise durchziehen, durchballern. Finde ich persönlich gut. Er muss halt ein paar Kleinigkeiten eventuell anpassen, das hat er ja auch gesagt. Ich bin sehr gespannt, wo die Reise hingeht.
Wenn er mit Kleinigkeiten eventuell meint, hinten vielleicht einen mehr hinzustellen in der Dreierkette, bin ich guter Dinge. Ansonsten. Aber bevor ich auf den Chat eingehe, ich finde es aber gut, dass er sich da nicht jetzt schon in eine Ecke drängen lässt, wie es der Nagelsmann getan hat. Ja, weil wir können den Fußball schon hart mit Nagelsmann-Fußball vergleichen, finde ich. Nur, dass Nagelsmann dann direkt eingeknickt ist, ja, wo dann 1:1 die gleichen Diskussionen anfingen wie jetzt. Ja, das ist ja 1:1 dieselbe Situation, wenn ihr euch mal zurückerinnert. Vor 2 Jahren. Wir sind genauso gestartet in die Liga, wir haben alles rasiert, dann haben die Gegner angefangen, uns zu durchschauen, wie man uns hinten bespielt. Dann gab es dieselben Diskussionen wie jetzt. Nagelsmann hat dann alles hinterfragt, hat die Mannschaft gefragt, bla, Sylt, so und so, hat es eingeknickt. Und Company sagt jetzt, wir ziehen das durch und gut ist. Ja. Und wir werden sehen, wo die Reise hingeht. So, damit gehe ich mal drauf ein hier, auf die Ballbesitz- und Kontertorfreunde. Vergiss bitte das Stellungsspiel von Manuel Neuer nicht, das halt wirklich schon am Mittelkreis stattfindet. Ja, aber das ist ja okay gewesen gegen Frankfurt. Ja, Gegen trotzdem. Frankfurt habe ich keinen Fehler gesehen. Gegen Frankfurt hätte halt einfach mal einen von den 3 halten müssen. Ich denke, die waren alle irgendwo haltbar. Aber das ist ein anderes Thema. Das ist richtig. Es geht darum, dass die Abwehr nicht weiter hinten stehen kann, wenn der Torwart schon am Mittelkreis ist. Der drückt die halt alle ganz weit nach vorne. Ja, das ist aber nicht Manuel Neuer seine Schuld. Das ist, was Vincent Kompany von ihm will. So, willst du jetzt sagen, Manuel Neuer ist schuld, dass die Abwehr so hoch steht, oder was? Das ist ja schon eine Trainersache. Nein, das ist richtig. Aber als Torwart kann ich doch selber entscheiden, ob ich jetzt 10 Meter zurückgehe und einen Ball eventuell habe oder nicht. Ja, aber was hat das jetzt mit Frankfurt zu tun? Eine ganze Menge. Nee, gar nichts. Das war bei Aston Villa der Fall und das ist ja auch richtig. Ja, und es kommt dann vielleicht im nächsten Spiel wieder. Ja, dann ist das so. Wow. Ja. Müssen wir durch. Okay. Ja, aber ich war jetzt nicht bei dem Thema, Baby. Du haust hier einfach ein Thema zwischen. Ich sagte halt lediglich, das Stellungsspiel von Manuel Neuer kann man halt auch nochmal mit aufarbeiten. Ja, na klar kann man das. Ja, mehr nicht. Ja. Kann ich jetzt auf den Chat da eingehen, Baby? Danke. Wir können das gerne später nochmal aufmachen, das neue Weiß Thema. ich nicht, ob du das kannst. Versuch's Ja, ich mal. versuch's dann mal. Du Hofs Company passt seine Spielweise an und zieht es nicht so durch wie bei Burnley. Ich denke, jetzt weiß jede Mannschaft, wie man gegen uns spielt, nur meine Meinung. Ach, weiß ich nicht. Ich meine, Leverkusen wusste auch, wie man gegen uns spielt und ja, es steht und fällt mit Uppa oder mit unseren Innenverteidigern, habe ich ja gerade gesagt. Ja, diese Spielweise steht und fällt mit der Innenverteidigung. Und mit Manuel Neuer. Können wir ja gleich mit ins Boot nehmen. Ja. So, hätte der Manuel Neuer nicht da gestanden, wo er gestanden hat gegen Aston Villa, hätten wir ja auf jeden Fall einen Punkt mitgenommen. Aber hätte Fahrradkette, wa? Also von daher, schwierig zu sagen. Also ich finde schon, dass wir dabei bleiben sollten bei der Spielweise und nicht wieder anfangen sollten, jetzt à la Tuchel Fußball da rumzueiern. Ich habe es ja gerade schon gesagt, meine Meinung, ich würde es halt mal mit einer Dreierkette sehen wollen. Ja, ich glaube, wenn da hinten einer mehr ist einfach, der vielleicht dann auch ein bisschen den Rückraum hat, denke ich, könnte das alles schon ein bisschen besser aussehen. Aber generell jetzt davon abweichen, den Gegner so unter Druck zu setzen und sowas, warum sollte man das tun? Ja. So, wir können auch das andere Fass aufmachen, wir können auch sagen, hätten wir in allen Spielen unsere Chancen genutzt, dann hätten wir alle 3 Spiele gewonnen. Ja. Es ist ja, was ich sagte, du musst halt ein Tor mehr schießen, wie die Innenverteidigung zulässt. So, und das haben wir halt nicht geschafft in den Spielen. Ganz einfache Kiste, ja. Da können wir den Serge Gnabry mal ganz vorne anführen. Können wir jetzt aber gegen Frankfurt einen Thomas Müller nehmen und so weiter, ja. Also das kannst du halt auch so sehen. Aber nochmal, ich sehe lieber so ein Fußballspiel wie beispielsweise letzte Saison 1:0 in Köln, ja. Wo wir 75 Minuten Ballbesitz mit Quer- und nach hinten schieben hatten. Ohne überhaupt eine Torchance zu erspielen. Aber das ist immer Ansichtssache, ne? Das muss jeder für sich entscheiden, was er sehen möchte. Müller hat gestern gesagt, Bayern ist in einer schönen Krise, weil wir den Gegner dominieren. Ich finde es nicht als Krise. Keine Ahnung, was der Müller von sich gibt.
Habe ich nicht gehört. Weiß ich nicht, wie er das gemeint hat. Ob mit Augenzwinkern oder nicht. Oder. Erinnert schon an Bosch? Ja, weiß ich nicht. Ich meine, wir haben gegen Aston Villa ein Tor zugelassen, wir haben gegen Leverkusen ein Tor zugelassen. Ja, jetzt gegen Frankfurt waren es 3, ja, das kann man natürlich dann kritisieren, aber vorher war es ja jetzt nicht so, dass wir da die Riesentore zugelassen haben. So, wir haben halt einfach keine Tore erzielt. Ja, das muss man mal sehen. Wir haben gegen Leverkusen nur 1 gemacht und wir haben gegen Aston Villa keins gemacht. So, und dann würden wir jetzt hier nicht sitzen und über irgendeine Ergebniskrise reden, denke ich. Ja. Wie gesagt, Frankfurt, ja, gehe ich 100% mit. Ja, das ist mit Upa und Minjay gestanden und gefallen. 100%. Aber die Spiele davor, weiß ich nicht. Ich denke, du kannst gegen Leverkusen ein Tor kriegen und ich denke, du kannst auch gegen Aston Villa ein Tor kriegen. Du musst halt einfach mal vorne Tore schießen. Ja, ganz einfache Kiste. Hat man sich ja nicht belohnt für den Aufwand. Ja. Man muss das 3:2 in der Nachspielzeit halten. Ja, definitiv. Also da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ja. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Also so wie das Tor gefallen ist in der Nachspielzeit, ist das eine Katastrophe. Sicherlich eines der 3 besten Ja. Kontersysteme in Europa mit den beiden Stürmern. Von dem her ist das Unentschieden bitter, aber verkraftbar. Gut gespielt haben wir trotzdem. Ja. Weiß ich nicht, bin ich nicht drin im Thema, ob das jetzt eins der besten 3 Kontersysteme ist oder nicht. Aber das, was ich gesehen habe, war gut von Frankfurt, war wild, ja, dass man, wenn man so wenig Ballbesitz hat und so wenig im Spiel ist, dann so diese Momente nutzen kann. Aber wir haben es ihnen natürlich auch einfach gemacht, ne? Und das muss man auch sagen. Gerade das Ding in der Nachspielzeit darf halt niemals fallen, also. Ich weiß nicht, wie man in der Nachspielzeit so hoch und offen da verteidigen kann. Das ist Schülermannschaftsniveau. Franz Beckenbauer würde sagen, das ist Traditionsmannschaft. Ja, das geht nicht. Also du musst in der 94. Minute, wenn du weißt, es sind nur 3 Minuten zu spielen, du weißt, du spielst gegen eine Mannschaft, die dich kontertechnisch an die Wand spielt. Alter, da muss ich doch sagen, von mir aus, alleine auf dem Feld, selbst wenn der Trainer das nicht tut, hallo, ich bin Sechser, ich stelle mich mal da hinten mit rein, dass da 4 Mann stehen. Ja? Und dann ist doch gut. Also, das war Schülermannschaft. Ja? Ja, ich denke, die Spiele waren auf jeden Fall gut gegen Leverkusen. Auch gegen Frankfurt war es ein gutes Spiel. Ja? Aber die Tore dürfen so natürlich nicht fallen. Also da muss man sich ein bisschen besser verhalten. Ja, aber mit letztes Jahr in Frankfurt habe ich ja bei der PK schon gesagt, das brauchen wir jetzt nicht vergleichen. Auch Frankfurt ist eine andere Mannschaft wie letztes Jahr. Also. Ja, ja ich sehe das auch entspannt. Ja? Auch wenn ich das kritisiere, was wir da gestern dann gesehen haben teilweise, aber ich sehe das auch entspannt. Ich bin aber auch keiner, der mit der Erwartung in diese Saison gegangen ist, dass wir einen Triple holen oder dass wir überhaupt irgendwie souverän um eine Meisterschaft spielen. Ja, von daher, für mich ist alles fein. Ich sehe guten Fußball, ich sehe unterhaltenden Fußball. Bisher wir sind Erster in der Bundesliga. Ja, also alles ist doch fein. Ja, wir haben ein Spiel gegen Aston Villa verloren in der Champions League. Ja, wow. Ja. Wir werden sehen. Das kann natürlich sehr schnell umschlagen, das Pendel. Haben wir damals bei Nagelsmann gesehen. Wenn du jetzt gegen Stuttgart verlierst oder nicht gewinnst, gegen Barca. Danach hast du Bochum, glaube ich. Dann Pauli oder was weiß ich. Irgendwie so ein Gekrüppel da. Wenn du da natürlich dann Ausrutscher leistest, ja. Dann stehe ich das Pendel natürlich schnell um. Ne? Das kennen wir ja. Aber aktuell alles gut, ey. Ja, also die Einwechslung von King, Katastrophe. Katastrophe. Ja, ist für mich auch nicht zu rechtfertigen. Das ist auch das Einzige, was ich wirklich ernsthaft zu kritisieren habe. Weil das hat für mich nichts mit Leistung zu tun. Ja, sorry. Das ist dasselbe, wie es bei Minjay war, wie es beim Davis war. Das ist Arschkriechen, so tief es geht, in der Hoffnung, dass er endlich die Kurve kriegt. Boah. So, bei Minjay, okay, du hast eine Alternative gehabt mit dem Eric Dyer, sonst keine. Ja.
kann ich das noch nachvollziehen. Beim Davis konnte ich schon nicht nachvollziehen. Müsste man extra aufmachen, das Thema. Aber auf der Außenposition, wo wir 5 Spieler haben, die da spielen können, einen Spieler so tief in den Arsch zu kriechen, um zu hoffen, im 4. Spiel jetzt schon, er kriegt endlich die Kurve, boah, fühle ich persönlich nicht. Aber das muss auch jeder für sich wissen. Naja, Kompany Spielführung finde ich sehr gut, bis auf die Defensive, da sehe ich noch Verbesserungspotenzial. Ja, aber wenn du die Spielführung gut findest, dann wirst du daran nichts ändern können. Weil das ist ja dann das Spiel von Kompany. Wie gesagt, das ist dasselbe wie unter Nagelsmann. Die Innenverteidiger stehen an der Mittellinie. Der Torwart steht 20 Meter in der eigenen Hälfte. Ja, das ist dann so. Ne? Dann musst du diese 1:1 Duelle, die die Innenverteidiger dann haben, halt gewinnen. Ja, tust du das nicht, sieht's aus wie gegen Frankfurt. Tust du das, sieht's aus wie gegen Leverkusen. Na, 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 na. Was mich nervt, letzte Saison wurde von Expected Goals gelabert. Jetzt reden wir es uns schön, dass wir von 10 Spielen 9 gewonnen hätten. Ja, das verstehe ich auch nicht. Also das habe ich, die Aussagen verstehe ich auch nicht. Also die kann man sich halt schenken, ne? Ja, wenn wir das Spiel 15 Mal spielen würden, würden wir 14 Mal gewinnen. Aber wir haben es leider verloren. Hä? What the hell? Also die Aussagen verstehe ich auch nicht, sorry. Gehe ich auch nicht mit. Mein Gott, das Spiel hast du verloren, das hast du unentschieden gespielt und gut, ja. Und wer weiß das, wenn du es noch 15 Mal spielst, vielleicht kontert Frankfurt dann noch besser oder hat einen höheren Ballbesitzanteil oder sonst was. Also die Aussagen sind dumm. Ja, gehe ich auch nicht mit. Ja, gegen Frankfurt war ich auch das erste Mal ein bisschen enttäuscht, weil wie gesagt, das völlig unnötig war in der Nachspielzeit. Ja. Also ich weiß nicht, warum in der Nachspielzeit da so hoch steht und das ist Schwachsinn gewesen. Sorry. Gegen Leverkusen war ich 0 enttäuscht, gegen Aston Villa, ja, keine Ahnung. War ich vom Neuer enttäuscht, das muss Neuer auf seine Kappe nehmen, das Tor. So, und gegen Frankfurt war das erste Mal, dass ich wirklich so ein bisschen enttäuscht war, weil es völlig unnötig war, das Gegentor. Ja, diese Euphorie und das Negative ist aber normal, oder? Ist normal in der heutigen Zeit. Ja, weiß ich. Ich weiß nicht, ob wir so Galaxien besser waren jetzt als Frankfurt. Das waren halt einfach 2 Spielweisen, die aufeinander gestoßen sind. Ne? Gegen Leverkusen gehe ich mit, ja. Aber Leverkusen hat es ja anscheinend auch so gewollt, wie sie es gemacht haben. Also von daher. Ja, na klar. Also nochmal, ich will da jetzt gar nicht Upa und Minjay an die Wand nageln oder so, wie du sagst, da hat jeder Innenverteidiger dieser Welt Probleme. Er muss jedes 1:1 gewinnen, ansonsten entsteht daraus eine Torchance. Und dann, ja, unser Torwart hält ja im Moment keine Bälle, die aufs Tor kommen. Ja, das ist ja das andere Thema. Vielleicht müsste der Torwart dann einfach auch mal einen Ball halten. Ja, aber wenn er 3 Dinger aufs Tor kriegt und 3 gehen rein, ja, dann waren die entweder alle unhaltbar und super gut geschossen oder, ja. Ist halt so. Der Knoten muss jetzt einfach mit einem Sieg platzen, wenn wir mit dieser Spielweise gegen Stuttgart und Barca gewinnen, läuft's. Vielleicht auch mal mit Palinja könnte das fehlende Puzzleteil sein. Ja, aber das hatten wir ja schon das Thema, man hätte ihn dann vielleicht auch mal in den anfänglichen, einfacheren Spielen, dann hätte man ihn auch mal einbinden müssen. Ja? Das ist halt ein bisschen schade, dass man das nicht tut. Und ich verstehe es auch nicht. Ja? Wie gesagt, stellen Kimmich als Rechtsverteidiger hin und ist doch alles fein. Wenn du auf den Pavlo nicht verzichten willst. Kimmich rennt sowieso überall auf dem Platz rum, also dann hast du einen Platz für einen Palinja. Wo ist das Problem? Ja, aber nein, stattdessen stellst du den Conny Leimer als Rechtsverteidiger hin. Also, Katastrophe. Naja, ich glaube nicht, dass wir beim Pavlovic um Rodi reden können, Alter.
Ich hatte ja auch viele Stücke auf dem Pavlo, ja, aber... Finde ich, Wahl liegt irgendwo zwischen den Schönreden des Spiels von Müller und dem, was Ballack gesagt hat. Wenn man sich real vorstellt, wie die gepresst werden, 1/3 Mal ist Vinny Junior durch. Ja, keine Ahnung. Also so Vergleiche immer mit Mannschaften, wogegen man nicht spielt, ist es für mich völlig sinnfrei. Sag ich dir, wie es ist. Also. Was sollen solche Aussagen immer? Ja, wenn du so gegen Real Madrid spielst, passiert das und das. Ja, wenn du so gegen Leverkusen spielst, passiert das. Leverkusen hat nicht eine Torchance gehabt, außer die wir ihnen geschenkt haben. Also, was sind das für Aussagen? Ja? Völliger Schwachsinn. Oder hättest du jetzt gesagt, nach der Leistung gegen Frankfurt, ja, wenn du gegen Leverkusen spielst, kriegen die nur eine Torchance durch eine Ecke, die wir ihnen schenken. Hättest du das gesagt? Hättest du nicht gesagt. Also, was sind das für Vergleiche? Völliger Schwachsinn. Lieber Kai, auch wenn es nicht deiner Meinung entspricht, das hat Thomas Müller sinngemäß im Interview mit Ballack gesagt. Kimmich hat den Ball plus musste ihn im Zweifel an die Fahne schießen. Ja, ist ja schön, dass Thomas Müller das sagt. Dann sage ich in Thomas Müller, ja, da musst du einfach mal dein Tor reinmachen, die Chance, die du hattest. Hm? Da wären wir gar nicht erst in diese Bedrängnis gekommen. Ich meine, ich bin ja auch ein Freund davon, Sachen zu kritisieren, wisst ihr ja alle. Aber jetzt das zu kritisieren, was da vorne passiert, anstatt dann noch den Innenverteidiger nicht zu kritisieren, den Ball in die Mitte köpft und dann nicht den Spieler zu kritisieren, der da in der Mitte steht und so läppisch den Zweikampf verliert, dass überhaupt daraus die Torchance entsteht, kritisiert man den Ballverlust vorne. Okay, dann gucken wir doch mal auf Thomas Müller. Dann guckt dir mal die Ballverluste von Thomas Müller in diesem Spiel an, woraus Konterchancen entstanden sind. Also damit tut sich Thomas Müller keinen Gefallen. Sorry. Ja. Dass da die Fehlerkette losgeht, ja, alles gut, gehe ich ja voll mit. Ja. Aber da passieren ja noch 3 Sachen dahinter, damit das überhaupt erst zu der Torchance kommt. Also, dann können wir gerne mal jeden Ballverlust, den Thomas Müller sich allein in der letzten Saison geleistet hat, woraus eine Torchance oder ein Tor entstanden ist, können wir dann gerne mal aufmalen. Ja, die sollte Thomas Müller sich da mal angucken, weil das waren einige, die ich da in meinem kleinen Schädel schon habe. Und der kleine Schädel vergisst sehr viel. Es sind wahrscheinlich noch viel, viel mehr Ballverluste, die Thomas Müller sich geleistet hat, wodurch Torchancen entstanden sind. Ja, da soll er mal ganz schön die Fresse halten. Ihr wisst, ich bin auch einer, der auch mal auf den Kimmich drauf holt, aber Kimmich ist gerade noch mit der beste Spieler, der bei uns auf dem Feld rumläuft, Alter. Ja, da muss Thomas Müller mal ganz gerne mal hier so klein sein mit seinen 20 Millionen Jahresgehalt und 2 Minuten Spielen pro Spiel, Alter. Und dann so eine 100%ige Torchance, die man gegen Frankfurt hat, nicht zu machen und sich dann darüber beschweren, dass man in der Nachspielzeit durch einen Fehler, der ganz vorne passiert, ein Tor kriegt. Alter, das passt halt nicht. Soll er die Fresse halten. Soll er sich an seine Nase packen und soll sagen, ja, hätte ich den Ball da mal reingemacht, wären wir gar nicht erst in diese Situation gekommen. Ja, wären wir nämlich nicht. So. Punkt. Du hast recht, das System mit Upamecano fällt oder steht, aber wenn die Offensive 90% der Chancen macht, dann gewinnt man in Frankfurt mit 5:3. Also hängt es auch von der Offensive ab. Jo, richtig. Jo, vollkommen. Habe ich ja gerade gesagt. Hey, Thomas Müller seine 100%ige da einfach mal reingeschoben. Wäre doch alles gut gewesen. Ja, hat er aber nun mal nicht. Und dann hat er auch die Fresse zu halten und andere nicht an die Wand zu stellen. Ja? Wenn er da das überragende Spiel macht und sonst was, dann kann er ja gerne anfangen, sich Einzelne aus der Mannschaft rauszupicken und die irgendwie zu kritisieren. Ja? Allein diese Sache öffentlich ist schon eine Farce. Und ist auch eines Thomas Müllers unwürdig. Sage ich euch, wie es ist. Ja? Das macht man nicht. Wollte Das ich geht gerade nicht. sagen. Seit wann stellt man Spieler öffentlich an den Ja, Pranger? das ist lächerlich. Das ist ein Ding, was halt gar nicht geht. Und ich habe noch nie erlebt, dass sie irgendwie dem Manuel mal die Schuld gegeben haben oder so und jetzt halt gleich wieder mit dem Kimmich einen ausmachen, Ja, aber da der halt bist du an wieder bei allem den schuld 2 ist. Lagern in der Mannschaft halt. Ja. Du hast dieses Lager Müller, Neuer und dann hast du dieses Lager Kimmich, bla. Das ist schon seit Jahren so. Dort sitzt der Müller nur draußen, das hat sich wahrscheinlich auch anders vorgestellt. Keine Ahnung. Ist mir aber auch egal. Ja. Aber das macht man nicht. Und Müller muss das auch besser wissen, dass man das nicht macht. Also, wie gesagt. Damit tut er sich keinen Gefallen, gerade meiner Meinung nach.
Weil da du hast so viele, viele andere Spieler, die du da mal kritisieren könntest. Ja? Also ein Kimmich hat diese Saison durchweg mit die besten Leistungen gezeigt. Also da tut er sich keinen Gefallen mit. Aber selber schuld. Ja, habe ich gesagt, dass Neuer alle 3 Tore halten soll, oder was? Stefan, hörst du mir mal zu? Wenn du das tun würdest und dass du da ganz anderer Meinung bist, ist ja völlig fein. Ja, gönn dir doch. Ja, wir haben es, wie gesagt, wir haben es unter Nagelsmann ja auch schon gespielt, ne? Kai Omara Drama? Warum Kai Omara Drama? Nur weil wir unterschiedliche Meinungen haben, oder was? Fakt ist kein Sieg gegen die Top-Mannschaft. Oh nein! Scheiße! Und trotzdem Tabellenführer in der Bundesliga. Was ein Scheiß. Wenn wir das jetzt hochrechnen, bis zum Ende der Saison, wo landen wir denn dann? Kannst ja mal tun. Ich meine, du heißt ja immer ein Pyro-Analytiker. Analytiker das doch mal. Kannst ja mal gucken, wo wir dann am Ende der Saison landen, wenn wir gegen die Top-Mannschaften alle unentschieden spielen und alle anderen Spiele gewinnen. Guck mal nach. Ich hätte da eine Vermutung. Kompany kann und soll seine Taktik beibehalten, aber er muss sie etwas anpassen. Zum Beispiel ein Palina könnte das Problem beheben. Ja, wir werden sehen, ne? Ich denke, er hätte jetzt eine Woche Zeit, nachzudenken. Und dann werden wir mal sehen, wie es gegen Stuttgart und Barca aussieht. Ja, weiß ich nicht. Man müsste das neue Thema dann mal ein bisschen aufmachen, aber I don't know. Wenn wir, guck mal, wir machen das einfach mal so. Wenn man mal das Leistungsniveau eines Neuers nimmt, der ja immer noch den Anspruch hat, weltbester Torwart, bla Sülz, dann denke ich, dass man den Anspruch haben kann, dass er einen von diesen 3 Bällen hält. Das ist meine Meinung. Ihr könnt da gerne eine andere Meinung haben, das ist für mich völlig fein. Aber ein Torwart des FC Bayern darf schon mal einen von diesen 3 Bällen halten. Weil das ist auch immer, was den FC Bayern gerade bei unserer Spielweise immer ausgezeichnet hat. Ja, dass halt auch mal ein unhaltbarer Ball gehalten wurde. Das war immer der Anspruch, den wir hatten an unseren Goalie. So, und das passiert halt gerade nicht. So. Ja, jede Chance ist halt drinne. So. Und das kann man dann mal mit in die Verlosung nehmen. Weil klar, wir können natürlich sagen, gut, die waren alle gut geschossen, alles gut. Durchschnittlicher Torwart hält da keinen von, alles fein. Ja, da muss man sich halt Gedanken machen, ob das mit dem Neuer halt noch reicht. Ja, wenn man so eine Spielweise hat. So. Mehr muss man da nicht zu sagen. Weil das war ja immer was unsere Torhüter ausgezeichnet haben. Die haben 3 Schüsse aufs Tor gekriegt und haben halt 2 gehalten. Ja, so. Und aktuell ist halt jeder Schuss, der aufs Tor kommt, ist drinne. Und dann gesteht man ja Fehler noch nicht mal ein wie bei Aston Villa. Das ist eigentlich, was mich ärgert. Ja. Also klarerer Fehler als wie, dass es noch aufs Neujahrskappe geht ja nicht, was wir da gesehen haben. So, da muss man einfach mal die Größe haben und sagen, jo, kann auch einfach 10 Meter weiter nach hinten gehen, wenn ich sehe, dass Upa am Mann ist. Also. Aber noch niemals das macht man ja. Aber wie gesagt, meckern auf hohem Niveau, was wir hier betreiben, ne? Also ich bin bisher zufrieden mit dem Saisonstart. Keine andere Mannschaft spielt so einen Fußball und das muss man als Fan auch anerkennen. Ich finde es echt sad, dass das alles immer schlecht geredet wird. Ja, mein Gott. Wir sind halt beim FC Bayern, ne? Wenn du da 3 Spiele siehst, ja, wenn du gegen Top-Mannschaft nicht gewinnst, dann ist gleich Alarm. Ein Kritikpunkt von mir an Kai, wenn 95% der Zweikämpfe in der Offensive stattfinden, wer wundert, dass Upa, Minjay nicht in den Top 3 der Zweikämpfe sind. Die 2 haben fast keine Zweikämpfe. Ja, da muss ich dir leider widersprechen. Gegen Frankfurt hatten sie genug Zweikämpfe.
Ansonsten gebe ich denen natürlich recht, ja. Aber auch gegen Leverkusen hatten sie genug Zweikämpfe. Nur gegen Leverkusen haben sie die Zweikämpfe gewonnen, gegen Frankfurt halt nicht. Ja. Deinem anderen Torwart hätte man gewonnen. Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Was soll ich von den Stürmern von Frankfurt halten? Ich meine, Mamouche hat 8 Saisontore oder was? Also, spricht für ihn, oder? Ich habe ein Spiel gesehen. Was soll ich jetzt dazu sagen, zu den beiden? Kompany muss aber nicht Koman bringen, sondern Palinja vor allem nach der Führung. Jo. Wie gesagt, entweder, das ist ja auch, was ich gesagt habe, wenn du 3-2 führst, entweder sagst du dann, ja, wir halten in unserer Spielweise fest, wir ballern, wir legen das 4-2 nach, alles gut, dann bringst du das Ding nach Hause, ja. Oder aber du machst das Gegenteil und sagst, ja komm, wir nehmen mal einen Gang raus, was wir gemacht haben, und ich stärke mal die Defensive. Das ist aber leider nicht passiert. Ja. So, das ist so ein bisschen. Ja, die Einwechslungen sind im Moment ganz wenig, dass man da irgendwas Impact hat, leider. Weiß ich auch nicht. Da fehlt mir auch noch der letzte Zug drin, so. Also da fand ich bisher den Leon noch mit am überzeugendsten, wenn der reinkam, ja. Er hat wenigstens immer reingeschmissen, Vollgas. Alle anderen hast du immer so das Gefühl gehabt, ja, ich bin eher bockig, dass ich nicht spielen durfte und, weiß ich nicht. Ganz komisch. Naja, Thomas Müller war in der Startelf, weil Jamal Musiala nicht spielen konnte. Ja? Deswegen war er in der Startelf. Sonst wäre er auch nicht in der Startelf gewesen. Aber ja, man hat da nicht irgendwie einen anderen Spieler an die Wand zu nageln öffentlich. Ja, das ist Schwachsinn. Ja, aber im zweiten hat er sich ja wenigstens mal richtig geärgert, der Neuer, weil er eben getunnelt wurde. Am Ende kackt die Ente. Nee, am Ende knallt die Peitsche, Hobby. Ja, wie gesagt, das ist ja auch jetzt wieder ein ganz anderes Spielsystem, als wie wir es die letzten 2 Jahre gespielt haben. Ne? Dass die Mannschaft sich da auch erstmal ein bisschen reinfinden muss und so. Denke ich, ist doch völlig normal. Wie gesagt, wir haben einen guten Saisonstart hingelegt. Wir sehen attraktiven Fußball. Ja, viele Tore in der Regel. Ist doch schön. Dass du nicht jedes Spiel gewinnen kannst. Leute, das war klar, wenn ein neuer Trainer kommt. Ja? Der braucht schon ein bisschen Zeit. Wie gesagt, sollte das immer noch so abhängig sein, so wie es jetzt aktuell ist, von unserer Innenverteidigung und sowas, wenn er ein halbes Jahr da ist, ich meine, dann können wir da ja mal ein bisschen mehr drüber reden, ja. Aber dass man jetzt erstmal gucken muss, was geht, was nicht geht, ist doch völlig normal. Die Querpässe bringen dich auf die Palme. Ich glaube, so viele haben wir ja nicht gesehen von Kim jetzt, wo er Gegentore vorbereitet hat bisher. Ja. Letzte Saison war das so, ja, da gebe ich dir recht. Ja, das Müller mit seinen komischen Ballverlusten da, das ist, ja, wollen wir nicht drauf eingehen, also. Und klar brauchen die Zeit, das zu perfektionieren. Ja. Bin halt gespannt, ob wir dann, wenn wirklich alle fit sind, so Ito und Stani, ob wir vielleicht mal eine Dreierkette sehen. Hinten. Aha. Warum würde denn Xavi für Kimmich spielen? Was ist das denn für ein Vergleich? Der passt ja gar nicht. Also was hat denn Simmons mit dem Kimmich zu tun? Also vergleichst du auch keinen Kane mit dem Dyer, oder? Das Einzige, was ich bedenklich finde, ist, dass Harry Kane irgendwie raus ist zurzeit. Naja, wenn Harry Kane in der Mitte steht und da stehen vier Gegenspieler und keiner da ist, der irgendwie mal einen Raum für einen Harry Kane reißt, ja, dann ist es halt auch schwer, ne?
Was für ein Mixer. Hey, Hast du den? setz dich hin, Wichser! Die Leverkusen haben auch gegen Kiel nicht besser ausgesehen, also müssen wir unsere Leistung gegen ihn nicht hochstellen. Also wenn ich sowas lese, dann frage ich mich manchmal, wie dumm die Menschheit ist. Sorry, mir fällt mir dazu nicht ein. Also, weiß ich nicht, was in deinem Kopf nicht richtig ist, Alter. Sorry. Ich weiß, du schreibst hier öfter, aber was ist das denn für eine dumme Aussage, Alter? Dann such doch ein gutes Spiel von Leverkusen diese Saison raus und dann kannst du das Gegenteil behaupten. Also, Alter. Das ist dasselbe, was wir vorhin mit Real Madrid. Sorry. Fällt mir nicht so ein zu solchen dummen Aussagen. Junge, Junge. Ob Müllers Kritik richtig war, sei mal dahingestellt. Erstens äußert man das nicht öffentlich. Das können wir machen, ja, wir sind dumme Fans, wir können sowas öffentlich äußern. Ein Thomas Müller, der Teil dieses Kaders ist, hat öffentlich die Fresse zu halten, was sowas betrifft. Punkt. Ja, öffentlich kann er sich an seine eigene Nase fassen, kann darüber reden, dass er das Tor nicht gemacht hat. Ansonsten hat er öffentlich die Fresse zu halten, sich dahin zu stellen und irgendeinen Spieler zu kritisieren. Ob das Kimmich ist, ob das sonst wer ist, das macht man nicht. So. Punkt 2. Ja, hätte er den Ball sonst wo hindreschen können? Ja, hätte ein schneller Einwurf gekommen. Wäre der Ball auf Minje gekommen, hätte Minje in die Mitte geköpft, hätte Conny Leimer den Zweikampf verloren. Hat Josh das Tor verursacht? Also Minje kann den Ball ins Ausköpfen, muss ihn nicht in die Mitte köpfen. Ja? Conny Leimer könnte den Zweikampf gewinnen, dann kommt der Ball gar nicht erst dahin. Und am Ende des Tages, vielleicht hätte der Manuel Neuer mit einer überragenden Weltklasse-Leistung, die er 10 Jahre lang gebracht hatte, den Ball auch halten können. Also das ist doch dumm, Alter. Fangen wir jetzt an, den ersten Fehler zu suchen, wenn ein Tor entsteht. Wie gesagt, dann kannst du dir gerne mal Thomas Müller angucken, wie viele Gegentore er mit dem Ballverlust eingeleitet hat. Ja, herzlichen Glückwunsch. Die gewinnen als Mannschaft und die verlieren als Mannschaft. So sieht's aus, weil es ist Mannschaftssport. Und dann hat man öffentlich halt einfach die Fresse zu halten. Punkt. Und dieses ganze Kane ist außer Form, ne? Ey, seht ihr eigentlich, wo der Typ überall rumrennt? Der ackert hinten teilweise in der Abwehr, rennt dann wieder nach vorne und das mit seinen 30 Jahren fast tot, wie manche immer hinstellen. Finde ich einfach dreist zu sagen, der ist außer Form. Na, ich denke, man kann über Harry Kane sagen, dass er außer Form ist, wenn er, keine Ahnung, wenn er 2 Torchancen hat, die er sonst macht und die nicht macht. Dann können wir sowas gerne sagen. Ja, dann gehe ich da mit. Aber das Problem ist ja, dass Harry Kane die Torchancen gar nicht gekriegt hat. In den beiden Spielen jetzt. Ja, eben aus dem Grund, dass das defensiv gute Mannschaften waren und er da vorne halt alleine ackert gegen die in der Mitte. Ja, so, das ist ja das Problem. Man müsste halt vielleicht mal seine Spielweise überdenken gegen solche Teams und ihn vielleicht mal einen zweiten Stürmer an die Seite stellen, der halt vielleicht auch mal einen Raum reißt für einen Harry Kane. Ja, aber es reißt ja keine Räume für Harry Kane. Wenn, dann reißt Harry Kane Räume für die anderen. Na? So. Und wenn er dann keine Torchancen bekommt, weil so ein Serge Gnabry den Ball nicht querlegt, in Aston Villa zum Beispiel, dann wollen wir über Harry Kane diskutieren, der sogar noch das 3. Tor für uns vorbereitet hat. Dann wollen wir über Harry Kane diskutieren. Wenn er keine Torchancen bekommt, weil die Mitspieler ihn nicht einsetzen, nee, sorry, gehe ich persönlich nicht mit. Können wir machen, das ist genau dasselbe wie Levi immer. Bei Levi war dieselbe Diskussion, ja. Levi hat gegen Spitzenteams keine Torchancen bekommen. Warum? Weil die Spitzenteams die Mitte zumachen und 2 Verteidiger den Stürmer aus dem Spiel nehmen. Ja? Das war 1:1 dasselbe Problem. So. Und dann hat man immer, der Levi kann in Topspielen nicht liefern. Ja? Das ist halt, das ist eine Diskussion, die ist schwachsinnig. Sorry. Wir können darüber diskutieren, wenn die Stürmer ihre 2, 3 Chancen kriegen von der Mannschaft. Ja? Wenn er die dann nicht macht, so wie es jetzt ein Thomas Müller gemacht hat, wie es ein Serge Gnabry seit 3 Spielen wieder tut, dann können wir gerne darüber reden, dass ein Harry Kane außer Form ist. Ja, dann gehe ich da mit.
Solange, und er bereitet ja in den Spielen sogar noch Tore vor. Und dann reden wir darüber, dass ein Harry Kane außer Form ist. Nee, sorry. Nur weil Hamann, der Hey, setz dich hin, Wichser! wieder meint, er muss irgendeine Two Cents geben, damit er wieder in der Rede ist. Nee, sorry. Naja, selbst wenn das Zitat ist, was Müller gesagt hat, Müller hat öffentlich nichts zu einzelnen Spielern zu sagen. Sorry, da bleibe ich bei. Ja, wenn er sagt, wir stehen als Mannschaft zu hoch, dann müssen wir uns cleverer anstellen, ist doch alles gut, dann diskutieren wir doch über nichts. Ja, er hat aber nicht den Namen Josh oder Tell oder sonst wen in den Mund zu nehmen, öffentlich. Das kann er intern gerne machen, dann ist ja alles fein, aber doch nicht öffentlich. Sorry. Also, da bleibe ich bei, das geht nicht. So, da soll er sich an die eigene Nase fassen und soll sein Ding da reinschieben, dann muss er öffentlich gar nichts sagen. Ja. Punkt. Welcher Torwart hätte denn eingehalten? Ich hätte eingehalten. Das ist armselig. Kiste Swiss, dann verpiss dich doch einfach hier. Ja, hier, für dich. Hey, setz dich hin, Wichser! Wenn du das nicht abkannst, dann geh einfach, Alter. Tschüss. Junge. Ja, Gerard, ist ja schön und gut, aber was bringt es, wenn Harry im 16er ist und der kriegt da halt keine Bälle, weil die halt alles zustellen? Wenn man es mal geschissen gekriegt hätte, solche Konter zu laufen, wie es Frankfurt gemacht hat mit Mamouche, dann hätte das Ganze vielleicht anders ausgesehen. Wie sollen wir denn counterlaufen, wenn Frankfurt hinten drin steht? Die haben ja auch Angriffe gehabt, oder nicht? Nee. Die haben mir Nicht. Konter gehabt, das war alles. Frankfurt hat nicht einmal eine Ballbesitzphase gehabt, wo sie uns hinten reingedrängt haben. Dann habe ich aber was anderes gehört. Ja, das hast du was anderes gehört. Also das Einzige, was ich von Frankfurt gesehen habe, war ein Konterfußball, sonst gar nichts. In den letzten 10 Minuten, ja, da haben sie vielleicht mal 5 Minuten gehabt, aber das war auch alles. Und da war ein Harry Kane auch schon gar nicht mehr auf dem Feld, weil er verletzt runter ist. Ansonsten, Frankfurt hat nur Konterfußball gespielt, nichts anderes. Die kamen ja gar nicht, die waren ja gar nicht am Ball die ersten 20 Minuten. Die haben ja gar kein Land gesehen. Fakt ist, es kann nicht sein, dass man über 90 Minuten hinweg einen Stürmer wie Mamouche nicht irgendwie mal bändigen kann. Und der schafft 2 Tore zu machen und ich glaube das 3. vorzubereiten, ne? Oder das 2. von Etikette. Oder wie der heißt. Ja, wie soll das gehen bei dieser Spielweise? Wir spielen halt so. Dann ist das so. Er muss seine Spielweise ändern und das wollen wir nicht. Das wird immer so sein. Wenn das ein guter Stürmer ist, der sich im 1:1 durchsetzt, wird er eine Torchance kreieren. Ganz einfach. Das ist bei dieser Spielweise einfach so. Was willst du machen? Willst du sagen, ich stelle ein Palinja auf und der nimmt den Mamouche in Manndeckung? Ich hätte das System umgestellt an dem Punkt, ja. Ja, das tun wir aber nicht. Das ist richtig. Ja. Und wenn du das Spiel gesehen hättest, hat das auch gar nicht diesen Einfluss, den es gerade hat. So, weil du hättest das 3. Tor niemals kriegen dürfen. Ganz einfach. System hin, System her, das Tor hätte nicht fallen dürfen. Und dann würden wir gar nicht diskutieren über irgendwas. Und zu Harry Kane ist doch alles fein. Jeder kann doch seine Meinung haben, oder auch zu Neuer, ihr könnt doch alle andere Meinung haben. Habe ich gar kein Problem mit. Ja? Die alle meint, Manuel Neuer ist noch auf dem Leistungsniveau und er muss keinen Ball halten. Von den Dingern, die aufs Tor kamen, ist das für mich fein. Wenn ihr meint, Harry Kane ist außer Form, weil er seit 2 Spielen kein Tor geschossen hat, ist das für mich auch fein. Das ist nicht meine Meinung, müsst ihr mit meiner Meinung leben, ich lebe mit eurer Meinung. Punkt. Was soll mit Sané sein? Wie willst du denn die jetzige Defensive mit einer Defensive vor 5 Jahren vergleichen, wo wir ganz anderen Fußball gespielt haben?
Das kannst du doch nicht bringen. Wie willst du denn jetzt einen Hummels und einen Alaba mit dem Upper und Minjay vergleichen? Erst recht einen Hummels. Also du kannst doch nicht einen Hummels auch nur ansatzweise in dieses Dingen reinstellen wie jetzt. Also ein Hummels könnte das doch niemals spielen. Hummels ist ein überragender Innenverteidiger, der einen überragenden Spielaufbau hat, der ein super Auge hat. Aber ein Hummels könntest du nie in diese 1 gegen 1 Dinger da stellen. Da wäre der Hummels schon in 3 Spielen zweimal vom Platz geflogen oder wir hätten 2 Tore mehr kassiert. So, da ist ja Hummels doch aber auch gar nicht der Spieler für. Ja, Hummels ist doch von Innenverteidiger was ganz anderes. Hummels wäre der perfekte, wenn du eine Dreierkette spielst, da könntest du ihn jetzt als dritten Mann da hinten reinstellen. Ja, das wäre Hummels sein Part. Aber stell dir jetzt mal den Hummels auf einer von diesen beiden Innenverteidigerpositionen in diesem Spielsystem vor. Katastrophe. Ja. Und ein Alaba, I don't know. Alaba war schnell, ja. Ob er da jeden Zweikampf gewonnen hätte, auch Alaba, seine Stärke war nicht unbedingt der Zweikampf, war? Als Innenverteidiger. Also ich glaube, da sieht jeder Innenverteidiger halt einfach wild aus, weil du musst halt einfach jeden Zweikampf gewinnen. Ne? Aber vergleichen, wie willst du das vergleichen? Das kannst du nicht vergleichen. Ja. Selbst wenn du die gleiche Spielweise hättest, selbst der Fußball entwickelt sich ja weiter in 5 Jahren. Also. Am kritischsten fand ich den Dreierwechsel kurz vor Schluss. Ja, ich auch. Das habe ich auch nicht verstanden. Das war dumm. Ja. Aber wie gesagt, das würde ich einfach mal abtun, damit aus Fehlern lernt man. Ja. Also ich glaube, das würde er nicht normal so machen. Weil das habe ich auch nicht verstanden. Warum man da so ein Wirrwarr dann reinbringt, also. Sané, Coman, Neuer, Müller und Gnabrys Zeiten sind halt vorbei und hätte Eberl die Verkauf bekommen, hätten wir mit ihrer Kunde Arzt nur mehr gute Alternativen gehabt, plus dann 2 bis 3 andere neue Spieler. Ja, hätte Fahrradkette, wa? Haben wir aber halt nicht, weil die Spieler nicht weg wollen. In der Breite brauchen wir mehr Spieler, die was mit dem Ball anfangen können. Nee, sehe ich gar nicht. Wir haben genug Spieler in der Breite. Auch die können auch genug mit dem Ball anfangen. Welcher Spieler kann denn nichts mit dem Ball anfangen? Das 3-3, da Frankfurt hat leider Kim vorbereitet. Naja, Kim hat den Ball in die Mitte geköpft. Aber Conny Leimer kann da auch einfach mal anders stehen und den Zweikampf gewinnen. Ja. Aber wir haben ja gerade gelernt, dass Josh das Tor verschuldet hat, weil er vorne den Ball verloren hat und nicht Richtung Eckfahne geschossen hat. Da gibt es halt viele, viele Meinungen, wa? Ja, wenn Stani seine Form wiederfindet, wie gesagt, ich glaube schon, dass wir hinten mit einer Dreierkette besser stehen würden. Was auch dem System, glaube ich, besser zu Gesicht stehen würde. Hat man ja auch gesehen, auch im Spiel gegen Frankfurt hat man das ja zum Beispiel gesehen. Wo einmal der Kimmich für den Upper ausgebügelt hat und umgekehrt. Ja. Da siehst du halt, wenn da noch ein Mann mehr wäre, der immer in diesem tiefen Raum ist, meinetwegen kannst du ja auch ein paar Linien aufstellen, der dann tief zwischen den Innenverteidiger erstmal spielt. Ist ja alles gut. Ja. Aber wenn du da einen Mann mehr hast, wenn du aber das Problem hast oder wenn du die Spielweise hast, dass Kimmich und Pavlovic beide vorne am gegnerischen 16er stehen, ja, da müssen die Innenverteidiger halt, die beide hinten stehen, immer 1 gegen 1 gehen. So, wenn da noch ein dritter Mann mehr wäre, sähe die Sache schon ganz anders aus und würde viel, viel mehr Stabilität bringen. Ja, du würdest natürlich vorne auf einen verzichten, ja, aber wenn du mal teilweise das Spiel gesehen hast, dann standen teilweise Kimmich und Pavlo 3 Meter auseinander, ja. Also das kannst du dir dann halt auch einfach schenken. Ne? So. Entweder sagt man dann, Pavlo, pass mal auf, bleib du mal da hinten oder bring ein paar Linien oder sonst wen. Ja, wäre so mein Ansatz. Und erst recht in der Nachspielzeit. Ja? Erst recht in der Nachspielzeit muss der Ansatz sein, dass da hinten einer steht. Punkt. Ne? Und dann wäre das Tor niemals gefallen. Ne? Aber wie gesagt, das würde ich einfach mal abtun mit junger Trainer, neues Spielsystem, so, da muss man draus lernen und das im anderen Spiel besser machen. Ne? Und da gehe ich fest von aus. Ja, aber es ist ja nicht so, dass wir keine Flanken schießen, oder?
Ja, du kannst auch gerne in Marco Elise. verliebt sein. Das ist gar kein Problem, Phineas. Ist doch der Einzige, der da jedes Spiel performt vorne, oder? Ja, man muss immer auf sich selber gucken. Wen interessieren andere Mannschaften, Alter? Wen interessieren andere Mannschaften, was sie gegen andere Gegner für Ergebnisse holen? Wen interessiert's? Ja, diese Vergleiche sind immer völlig schwachsinnig. Ich denke auch, dass wir so weitermachen sollten. Das System weiter verfeinern, genau, das sehe ich auch so. Der einen oder anderen Situation vielleicht mal das ein bisschen anpassen. Na, wie gerade schon gesagt, dass du vielleicht mal ein Tief stehen lässt. Und dann kann das eben, wie gesagt, vorne ist doch alles gut. Also, guckt euch doch mal an, welche Mannschaften wir schon hinten reingedrängt haben. Also. Ja, das sehe ich genauso. Also Neuer muss mindestens einen dieser 3 Tore verhindern auf seinem Niveau, was er selbst von sich fordert. Und das Tor ging wieder, geht schon auf ihn. Ja, das sehe ich genauso. Ja, aber das wissen wir ja nicht. Woher sollen wir das wissen? Ob die Wechsel gezeigt haben, dass er defensiver spielen wollte. Also wenn dem so ist, dann muss er das Fass aufmachen. Hören die Spieler nicht auf das, was Kompany sagt? Weil wenn dem so wäre, dann hätte er ein Palinja auf jeden Fall da hinten stehen müssen und ein Conny Leimer und ein Kimmich auf den beiden Achterpositionen davor. Das ist ja nicht passiert. Ja? Das wissen wir ja nicht, was da die Ansage war. Weil Xavi Simons bei Bayerns Plänen die Offensive 8 spielen sollte. Heißt, für Kimmich wäre nur die FV-Position oder eine Vereinswechseloption gewesen. Ja. Völliger Schwachsinn, was du von denen gibst auch. Sorry. Da musst du gerade mal gucken, was Kimmich gerade für Positionen spielt. Egal, ob er als Sechser, Achter oder als RV aufgestellt ist. Welche Position spielt denn ein Kimmich alle? Willst du mir sagen, ein Xavi Simons könnte das ansatzweise tun? Und wer sagt denn, dass ein Xavi Simons als offensiver Achter eingeplant ist? Was ist das denn auch für eine Aussage? Wo ist denn Xavi Simons ein offensiver Achter? Und woher weißt du das, dass er als offensiver Achter bei uns eingeplant war? Das würde mich mal interessieren. Bilder-Take. Ich bin ja echt der Erste, der irgendwie den Kimmich schlecht redet, wenn er schlecht spielt, war. Aber aktuell könnt ihr euch das kneifen, Alter. Aktuell gibt es über den Kimmich halt relativ wenig zu diskutieren. Da gibt es aber ganz, ganz andere Spiele, über die wir gerne diskutieren können. Aber das sind ja für einige hier Heiligtümer der Vereinsgeschichte mit Neuer und Müller und über die darf man ja kein schlechtes Wort verlieren. Aber über einen Kimmich, der performt diese Saison, kann man weiterhin herziehen, oder was? Ja, sorry. Dann seid ihr hier verkehrt. Könnt ihr gerne machen, aber das ignoriere ich dann. Da gehe ich nicht mit. Kannst ja gerne über einen Conny Leimer diskutieren, über deren Leistung, aber doch nicht über einen Josh aktuell, Leute. Also. Sorry. Ja, ich denke auch, dass es interessanter ist und besser anzusehen als das lahmarschige System von Tuchel, oder? Ja, natürlich könnte man jetzt sagen, im Idealfall hast du die perfekte Mischung und bla und Sülz. Ach. Also ich bin zufrieden mit dem Saisonstart bisher. Ja. Wir waren in allen Spielen, wo wir Punkte liegen gelassen haben, waren wir präsent, waren gut im Spiel, die Mannschaft hat füreinander gearbeitet. Ja, na klar können wir die einzelnen Sachen rauspicken, unsere Innenverteidigung, den Torwart, da den Fehler, da die Chance nicht genutzt, Gnabry nicht quergelegt, Müller hat das Tor nicht gemacht und so weiter, ja. Ja, wie Simare gerade schon sagte, man verliert und gewinnt als Mannschaft, ne? Und deswegen ist das mit Müller grenzwertig, was er von sich gibt. Die Erwartung scheint zu sein, dass Kane jedes Spiel 3 Tore schießt, ja. Aber man trifft nicht die richtigen Worte. Hamann ist halt einfach wie Fußpilz. Ja, wir brauchen jetzt nicht wieder das Hamann-Thema Hey, aufnehmen. setz dich hin, Wichser! Das ist, was wir zum Didi sagen.
Ines Huhn findet auch mal einen Korn, ja, er hat ab und wann mal mit einem Teil seiner Aussagen recht, aber ansonsten ist das Ziel von Didi Hamann. Und Didi Hamann ist wie so ein Clickbait-YouTuber. Ja, das ist Didi Hamann. Nichts anderes. Überall da, wo es gerade irgendwas zu scheißen gibt, gehen wir rein. Und natürlich gerne beim FC Bayern, weil das die größte Aufmerksamkeit gibt. Aber natürlich ansonsten auch bei Dortmund und hast du nicht gesehen. Ja. Überall zu hat er was zu sagen, weil er kennt ja auch alle Mannschaften. Er ist ja perfekt informiert. Er ist ja der Fachmann Nummer 1 auf dieser Welt. Vielleicht sollte man einfach mal seine dumme Fresse halten. Ja, dann sollte man sich vielleicht erstmal mit den Teams befassen. Aber ich glaube kaum, dass ein Didi Hamann sich mit jedem Team befasst. So, ich setze mich auch nicht hier hin und rede über den BVB, über Leverkusen, über Stuttgart oder sonst wen. Das tue ich nicht, weil ich dazu gar nichts sagen kann. Ja, da sollte Didi Hamann vielleicht auch mal anfangen mit. Aber ja, er wird natürlich dafür bezahlt, alles zu beurteilen. Ich weiß es nicht. Außer halt einfach, ich habe es leider noch nicht rausgecuttet. Max Eberl hat die beste Reaktion darauf gegeben. Ja, mehr brauchst du zum Didi Hamann nicht sagen, Alter. Das Spannende ist ja, dass ich genau wie seit Jahren kritisiere, die 60% Welle ist mal wir sind die Besten, mal die Schlechtesten. Ich liebe die Diskussion hier. Die 60% Welle, das verstehe ich nicht. Und beim FC Bayern wird immer diskutiert, oder? Selbst, guck mal, du hast ja gesehen, selbst die ersten Spiele, die ja wirklich gut waren, ja, aber da wurde ja trotzdem noch das einzelne Haar in der Suppe gesucht. Ja? Warum spielt der Spieler? Warum war der Pass so? Warum hat der Minje ein von 199 Zweikämpfen in diesem Spiel verloren? Das kann doch nicht sein. Ja? Selbst da wird ja das Negative gesucht. Ja? Und das ist schon wild. Kane hat einfach in 6 Spielen 5 Tore und 6 Vorlagen. Ja, das ist natürlich schlecht, ne? Vor allem, wenn man dann noch sieht, wie viel Angriffe er auch noch eingeleitet hat, ja, wo er vielleicht der drittletzte oder viertletzte Spieler war, woraus Tore entstanden sind, dann ist das schon sehr schlecht, ne? Aber das ist immer so. Ja, man hat ja auch unterschiedliche Meinungen, das ist auch fein, mein Gott. Nö, es gibt auch nichts in Frage zu stellen über Helvis Kane Spielweise. Wie gesagt, man könnte halt dann irgendwann überlegen, ob man ihn vielleicht jemanden an die Seite stellt, der zusätzlich im Strafraum ist. Ne? Wenn er sich halt fallen lässt, dass die Strafraumbesetzung da ist. Weil das ist halt nicht immer der Fall. No. Bezogen auf das Ganze bin ich auch zufrieden und ich schaue mir eher diesen Fußball an, der ja noch nicht nach 10 Spielen ausgereift sein kann. Ja, hier muss man Kompanie Zeit geben, dann wird das schon. Ja, ich denke auch, wie gesagt, wir können ja gerne zur Rückrunde dann die Diskussion anfangen, wenn es dann immer noch gleich aussehen sollte. Aber aktuell, ich bin da auch sehr, sehr, sehr relaxed, ey. Man kann natürlich die Sachen kritisieren, die man sieht. Das tun wir ja auch, das ist ja auch fein. Aber deswegen muss man das nicht schlecht reden oder sonst was. Nochmal, wir sind in der Bundesliga Erster, Alter. Ungeschlagen. Über was diskutieren wir? Wir haben gegen Aston Villa durch einen Stellungsfehler von Manuel Neuer das Spiel verloren. Über was diskutieren wir, Leute? Ja? Da muss man da immer auf dem Boden bleiben, ne? Frankfurt hat die Blaupause gegen euch gespielt. Ja, aber Leverkusen hat die Blaupause auch schon gespielt. Aston Villa hat die Blaupause genauso gespielt, nur da konnten wir es halt einfach besser verteidigen. Ne? Das ist ja jetzt nicht irgendwie das große Rätsel, wie man gegen so eine agierende Mannschaft wie wir agieren spielen muss, oder? Ich glaube nicht, dass das ein Rätsel ist für irgendjemanden. Ich hätte ihn rasiert zu meiner Zeit. Hans Dampf, servus. Faul ziehen und fertig.
Ja, ist auch so. Wie gesagt, die Müller-Chance muss er halt einfach machen auch, ne? Ja, das ist das Einzige, genau. Das ist das Einzige, was mich auch gestört hat an dem Spiel. Sich in der 94. Minute trotz Führung auskontern zu lassen, das geht halt nicht. Ja. Das war halt wild. So, das ist auch das Einzige, was man irgendwie kritisieren kann. Alles andere müssen wir diese Saison einfach in Kauf nehmen. Wenn wir diese Spielweise haben, wird das nicht das letzte Spiel sein, wo unsere Innenverteidiger 1:1 spielen müssen. Ja, und wenn der Innenverteidiger den Zweikampf verliert und das ein Stürmer, der schnell ist und Qualität hat, wird er sich durchsetzen und eine Torchance kreieren. Ja, das werden wir immer wieder diese Saison sehen. Das wird sich nicht vermeiden lassen. Sollte man drüber nachdenken, Nübel oder einen anderen aufstrebenden Torwart im Sommer zu verpflichten? Ist Nübel ein aufstrebender Torwart oder was? Wild. Neuer macht es nicht mehr lange, das merkt man einfach in den letzten Monaten. Ja, aber das war auch abzusehen, oder? Ich meine, wenn man so eine Verletzung hat, dann ist das auch nicht so einfach zurückzukommen. Ja? Und wenn man dann noch ein höheres Alter hat, ist es noch mal schwieriger. Also. Aber es ist ja auch nicht so, dass Neuer jetzt grobe Schnitzer macht oder sowas. Nehmen wir mal Aston Villa raus, ja, das ist für mich ein grober Schnitzer. Da bleibe ich auch bei. Das hat auch nichts mit der Spielweise zu tun. Wenn der Innenverteidiger am Mann ist, genau wie in dem Spiel davor, wo er dann verletzt wurde, der Neuer, da hat er nichts zu suchen. Ja. Wenn da kein Innenverteidiger ist, alles gut, kann der Neuer da rausstürmen wie ein Büffel, habe ich da gar nichts gegen. Kann er das Risiko nehmen. Aber wenn der Innenverteidiger am Mann ist, ja, dann hat nicht der Torwart noch mit in den Zweikampf zu gehen. Dann hat er im Tor zu stehen. Ganz einfache Kiste, weil ja genau das passieren kann, was in Aston Villa passiert ist. Ja. So, dass er sonst hoch steht, ist für mich völlig fein, habe ich gar kein Problem mit. Auch da wird er dann wahrscheinlich in dieser Saison mal ein Klaus Augenthaler Tor kassieren. Ja, wird wahrscheinlich passieren. Ist dann der Spielweise geschuldet. Alles fein, gehe ich auch mit. Habe ich auch kein Problem mit. Aber nochmal, wenn der Innenverteidiger am Mann ist, da muss ein Neuer nicht darauf zulaufen. Ja, oder da in irgendeinem Halbraum stehen, dann hat er hinten auf der Linie zu stehen. Oder zumindest so weit vor seinem eigenen Tor zu stehen, dass er den Ball noch kriegt. Also. Ansonsten hat er ja keine groben Fehler gemacht. Ja, aber wenn man das Leistungsniveau eines Neuers kennt, dann fehlt halt so der letzte Touch. Ne? Dann fehlt halt einfach mal, dass man mal so einen Ball, der eigentlich unhaltbar ist, halt auch mal hält. Ja. Und nochmal, für mich waren alle drei oder zumindest einen von den dreien hätte man, wenn Neuer in Topform gewesen wäre, hätte er wahrscheinlich gehalten. Aber auch nur meine Meinung. Unsere Außenverteidiger und Flügelspieler sind halt 0 eingespielt. Ja, aber was hat das jetzt mit dem Spiel zu tun? Mit dem Ergebnis. Das lag ja jetzt nicht an unseren Flügelspielern, oder? Oder an unseren Außenverteidigern. Wir reden und reden, wenn das dritte Tor von Frankfurt nicht fällt, sind wir alle happy und wissen gar nicht, was man kritisieren könnte. Denn der Rest war ja gut. Wir haben Frankfurt total erstickt. Ja, aber hätte Fahrradkette, wa? Ja, weiß ich nicht, ob das mit Belastung zu tun hat. Keine Ahnung. Wie wollen wir das beurteilen? Ja, von außen. Keine Ahnung. Ich denke einfach, man muss ja auch sehen, dass der Gegner halt eine gewisse Qualität hat. Ja. So. Und das darf man halt nicht vergessen. Wenn er dann halt, wie Simara sagt, so Mamouche ist, der in Topform ist und aufstrebend ist, dann wirst du wahrscheinlich auch nicht, wenn wir das Fass aufmachen, wie wir es immer sagen, in 15 von 13 Spielen wird er wahrscheinlich trotzdem einen Innenverteidiger bei uns vernaschen. Ja. So. So ist das nun mal. Wer will denn da weg bei 20 Millionen im Jahr? Ja, keiner.
Ja, hoffentlich möchte ein Sané keinen neuen Vertrag. Ich brauche einen Sané bei uns nicht mehr. Sorry, der hat mich in den 3 Jahren, die er da ist, nicht mal eine Saison durchgehend überzeugt. Also. Naja, aber wenn Kompany 100% Attacke hätte sehen wollen bis zum Schluss, dann hätte er erstens nicht so lange gewartet mit seinen Wechseln. Und zweitens, warum hat er dann die Wechsel vollzogen, die er vollzogen hat? Also wenn es darum ging, dass er weiter Attacke hätte sehen wollen, dann hätte er ja anders wechseln müssen. Warum bringe ich dann Palinja und einen Conny Leimer rein? Also die Wechsel waren ja schon eher so von dem Spielermaterial her, kommen wir verwalten das, aber... Und wir haben schon vorher angefangen, das Ergebnis zu verwalten. Ja, nach dem 3:2 haben wir schon nicht mehr groß arg nach vorne gepowert. So, was ja auch okay ist. Man wollte nicht mehr so viel Risiko gehen, wegen der Konter halt. Ja. Aber dann ist die Frage, hätte man vorher ein paar Linien bringen müssen, um das halt schon mal abzusichern? Oder hätte man vielleicht dann da sagen sollen, komm, wir gehen aufs 4-2. Aber im Nachhinein können wir immer alle klug scheißen, ne? Wie der Gerard schrieb, hätten wir das Tor nicht gekriegt in der 94, dann würden wir nicht diskutieren, aber haben wir halt. Ich weiß, wir kommen heute nicht mehr zusammen. Kimmich nicht vorne, sondern an der Außenlinie. Bitte Video nochmal anschauen. Auf was bezogen? Leber geht weiter, genau. Wenn schon Palin auf dem Platz war, dann hätte er hinten dicht machen müssen und nicht im Mittelfeld. Ja, aber er war ja noch niemals im Mittelfeld. Er ist ja vorne rumgeturnt. War ja ganz wild. Das Schönste ist, dass die meisten rational kritisieren können. Wütend war ich wegen Coman Conny bei Aston Villa. Das 3:3 war ich am Ende. Ach du Scheiße, bitte nicht. Mehr Wut war es nicht. Ja, wütend war ich auch nicht. Warum soll man auch wütend sein? Also wie gesagt, ich bin ja froh, dass ich wieder so einen Fußball sehe nach den letzten 2 Jahren. Ja. So, was soll man da wütend sein? Es war super schade, weil man sich wieder weil man sich nicht belohnt hat für den Aufwand einfach, ne? Deswegen war es super schade, das Gegentor auch dann so, wie es entstanden ist, war halt super einfach zu vermeiden in der Nachspielzeit. Ne? Dass man da so hoch steht und da nochmal so agiert, war halt dumm. Aber nochmal, das ist Anfang der Saison, das ist ein neuer Trainer, der wird daraus lernen, das ist ein junger Trainer. Das ist noch kein Taktikfuchs à la Trapattoni, der 50 Jahre auf dem Buckel hat, alles ist gut. Wa? So, wir haben 3-3 gespielt, wir haben ein super interessantes Spiel gesehen, alles ist doch schicki. Zu Coman und Conny bei Aston Villa, ja, gehe ich 100% mit rein in die Kerbe. Ja. Deswegen fand ich es auch eine Katastrophe, dass Coman wieder eingewechselt wurde. Als erster. Ja. Und Mathys Telno kam, weil ein Harry Kane verletzt war. Also Katastrophe. Also das hat mich wirklich enttäuscht. Das ist auch das Einzige, was mich bisher enttäuscht hat. Also die Einwechslung habe ich nicht verstanden. Also der Stefan schrieb, Kai, auf deine mehrfache Aussage bezogen, dass Kimmich den Ball vorne verloren hat. Das stimmt so nicht, aber hier zeitnah und sinnvoll zu diskutieren ist aufgrund des Zeitversatzes schwierig. Okay. Ich denke aber, hat Kimmich den Ball in die Mitte geköpft? Oder hat Min-Jae das getan? Hätte Min-Jae ihn einfach nach außen köpfen können? Ins Aus? Hätte Conny Leimer den Zweikampf gewinnen können? In der Mitte? Wo Min-Jae den Ball hingeköpft hat? Hätte Manuel Neuer den Ball vielleicht halten können? Du fängst hier an, dass da ein Spieler schuld ist, obwohl der Spieler den Ball nicht einfach ins Ausköpft, der Spieler den Zweikampf verliert und der Torwart den Ball nicht hält. Und dann ist der Spieler vorne schuld, der den Ball verloren hat, oder was? Der ist dann schuld.
Wir können Ich mein- gerne sagen, wir können gerne das Fass aufmachen, alles klar. Kimmich hat den Ball verloren. Ja. Teilschuld, Min-Jae hat den Ball nicht ins Aus geköpft, Teilschuld, Conny hat den Zweikampf verloren, Teilschuld. Und dann sind wir wieder dabei, dass ein Team zusammen verliert und gewinnt. Ja. Und dann kann es nicht sein, dass ein Thomas Müller allein nur den Namen Kimmich zu dieser Situation und zu einer Frage, ob das Spiel gewonnen, verloren wird, in den Mund nimmt. So, das ist mein Take. Nicht mehr, nicht weniger. Und wenn du das nicht verstehst und dich daran hochziehst, dass ein Kimmich schuld an diesem Tor ist, sorry, dann kommen wir nicht überein. Ja, da hast du recht. Weil das ist in meinen Augen dumm. Weil Min-Jae muss den Ball oder darf den Ball, als Innenverteidiger das Erste, was du lernst, wenn du einen Ball klärst, dass du ihn nicht in die Mitte köpfst. Punkt. Das lernst du in der E-Jugend, Alter. Köpf den Ball ins Aus. Erst recht auf der Posi, wo Min-Jae war. Ja. Und ein Conny Leimer, dass er da so in den Zweikampf geht, sorry, Alter, das geht halt auch nicht. Ja. Und da müssen wir nicht anfangen, ja, der Kimmich ist an dem 3:3-Shoot, weil er da den Ball verloren hat. Nochmal. Dann kannst du auch sagen, Thomas Müller ist an der Niederlage schuld, weil er das Tor nicht gemacht hat. Was eine 100%ige Chance war, was du reinmachen musst. Tun wir das? Nee, tun wir nicht. Aber du fängst an zu sagen, der ist schuld an dem 3:3. Obwohl danach noch 3 andere Spieler involviert sind. Wie soll das denn passen, Alter? Das Ding ist ja, ich versuche das ein bisschen nachzuvollziehen. Ich habe das Spiel ja nicht gesehen, ich habe es nur im Radio gehört. Ich kriege jetzt irgendwie Informationen. Der eine schreibt, Fonzie hätte den Ball noch weghauen können. Der andere schreibt, Min-Jae ist schuld. Thomas Müller sagt irgendwie, es war ein Freistoß, der kurz gespielt wurde und so weiter und so fort. Also im Prinzip waren alle schuld. Ist Ganz das genau. richtig? Deswegen ist es ja dumm zu sagen, Kimmich hat das Tor verschuldet. Wäre Nochmal, Josh jetzt der Min-Jae Letzte hat den Kopfballduell gewonnen, hat den Ball in die Mitte geköpft, anstatt ihn einfach ins Auszuköpfen. Daraufhin hat Conny Leimer den Zweikampf verloren, den er dilettantisch angegangen ist. Dadurch kam der Ball nach vorne. Dadurch gab es die Torchance. Ja, hätte Kimmich den Ball vorne nicht verloren, hätte Davis den Ball irgendwo hingedroschen, dann wäre nicht Min-Jae in die Situation gekommen, den Kopfball zu machen. Und Conny wäre nicht in den Zweikampf gekommen. Aber sag ich doch, wir reden von einem Spieler da vorne, wo danach noch 4 Aktionen passieren und dann sagt man, der Spieler da vorne ist aber schuld. Hä? Wo passt das denn zusammen? Wo ist denn der Sinn da drin? Nochmal, dann können wir das Fass aufmachen, wie ich schon gesagt habe. Guck dir an, wie viel Bälle Thomas Müller letzte Saison vorne verloren hat. Woraus ein Tor entstanden ist. Haben wir da einmal das Fass aufgemacht, dass Thomas Müller an dem Gegentor schuld ist? Hä? Warum tun wir das? Weil er Josua Kimmich heißt? Weil du Kimmich nicht leiden kannst oder was? Wo ist denn da jetzt der Sinn, bitte? Du kannst ja gerne sagen, dass er eine Teilschuld hat. Da gehe ich ja mit. Ja? Aber Kimmich war nicht hinten in dem Kopfballduell, was Min-Jae geführt hat, und nicht in der Mitte bei dem Zweikampf, den Conny Leimer geführt hat. Hä? Über was reden wir? Das verstehe ich halt nicht, den Take. Sorry. Den verstehe ich so gar nicht. Hättest du jetzt gesagt, ja, Min-Jae ist schuld, weil er den Ball nicht einfach ins Ausköpft hat. Ja, das hätte ich ja noch eher verstanden, aber doch nicht vorne oder egal, und wenn es auf der Höhe der Mittellinie ist, wo er den Ball dann verliert. Es kommt darauf an, was danach passiert. Danach kommt der Ball hoch zu Min-Jae. Min-Jae führt ein Kopfballduell. Köpft den Ball nicht ins Aus, köpft ihn in die Mitte. Dort verliert Conny Leimer den Zweikampf. Oder ich habe es gerade komplett verpeilt und habe ein anderes Spiel gesehen. Dann berichte ich mich gerne. Ja, aber das ist meine Erinnerung, wie das Tor gefallen ist. Und ja, wenn Josh davor den Ball vorne verloren hat und dadurch die Frankfurter überhaupt erst im Ballbesitz gekommen sind, ja, dann kannst du ihnen gerne eine Teilschuld geben. Dann kannst du dich doch nicht hinstellen und sagen, Kimmich war am 3. Tor schuld. Junge. Damit sind wir auch durch mit dem Thema. Wenn ihr die Meinung habt, dass er daran schuld ist, ja, dann gönnt euch. Sehe ich halt anders. Es gibt halt Leute, die müssen immer irgendwo das Heiner so besuchen und immer irgendwie einen Schuldigen festmachen und dann ist das so. In dem Fall ist das hier immer Kimmich. Die versucht dem Loder im Allzeit mit Rang abzulaufen. Wie soll er das denn machen? Ja, der war schon stark, der Torwart von Frankfurt. Ja. Ja, dass sie immer ihr bestes Spiel gegen uns haben müssen, verstehe ich nicht. Na.
Na, 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 na. Obwohl der Company daraus, dass man 5 Minuten vor Ende kein Auflaufboni mehr verteilen muss, sondern das Ergebnis zählt. Ja, das weiß ich auch nicht. Ich verstehe diese Auswechslung für gerade in der Nachspielzeit auch nicht. Das habe ich noch nie verstanden. Klar, wenn da irgendwas hochwackelt oder so wie Opa, der dann angeschlagen ist oder so, dann verstehe ich das. Aber wie gesagt, ein Dreierwechsel dann dazu zu vollziehen, war auch wild, ne? Ja, und wir hatten auch genug Chancen, ja. Wie gesagt, aber dann können wir das Thema aufmachen, dass Thomas Müller an dem Unentschieden schuld ist. Ja. Weil die Torchance, ohne Scheiß, die hätten 80% von uns ja reingemacht. Aber das ist ja Thomas Müller. Die einfachen kann er halt nicht. Konnte er noch nie. So, der macht immer die Unmöglichen. So, fein. Aber dann stellen wir uns ja auch nicht hin und sagen, Thomas Müller ist daran schuld, dass wir 3:3 gespielt haben. Also. Obwohl man das ja sogar noch sagen könnte, weil da waren ja nicht noch 3 andere Spieler danach involviert, die das Tor dann nicht gemacht haben. Das war ja nur er hat das Tor nicht gemacht. Um das Thema jetzt abzuschließen, ich bin schuld, weil ich das Spiel nicht geguckt habe. So, fertig. Ja, das stimmt nicht. Wir haben die letzten beiden Spiele zusammengeguckt. Das war eine Niederlage und Unentschieden. Also. Das lag an dir. Das ist mir völlig egal, ob Rhein Gravenberch jetzt bei Liverpool überragend ist oder nicht. Wir haben zu Rhein Gravenberch damals alles gesagt. Der Junge hat einfach keine Chancen gekriegt. Und dass er die Qualität hatte, hat er ja vorher bei Ajax gezeigt. Also. Ja. Das ist halt ein junger Spieler, der braucht Spielzeit und du musst ihm die Entwicklungszeit geben. Wenn du das nicht tust, ist es halt dumm, diesen Spieler überhaupt verpflichtet zu haben. Ne? Aber dass ein Rhein Gravenberch diesen Weg gehen konnte, den er jetzt geht, war doch abzusehen, oder? Ist doch jetzt nicht irgendwie überraschend. Ja, ich denke, Stani und Ito werden das Ganze nochmal ein bisschen verändern. Das denke ich auch, ja. Bin ich mir auch sicher. Und wie gesagt, wer weiß, vielleicht wird die Dreierkette werden dann. Nagelsmann wollte die ja auch einführen damals, durfte er ja nicht. Hat der Mannschaftsrat gesagt, wollen wir nicht. Ich denke, in Kompanie wird er nicht den Mannschaftsrat fragen, ob die das gerne möchten. Also von daher. Na guck mal, Boe hat mit dem Lauftraining angefangen, Ito trainiert jetzt mit dem Ball, läuft doch. Die Idee bei Jacke hat er nicht angehabt. Ja. Die Türsteher-Outfit. Ja, kannst du demnächst im FC Bayern Shop kaufen. Türsteher-Outfit. Genau, Neuer hätte da sein müssen und hätte Minje in den Rücken springen müssen und hätte den Kopfball nämlich erklären können. So ein Ding. So sieht's aus beim dritten Tor, oder? Hätte er auch machen können. Frech, oder? Meiner Meinung nach hatten die letzten 3 Gegner mehr Glück als Verstand. Das ist schon viel glücklich gelaufen. Ja, kann man so sehen, wenn man will. Ja, mein Gott. Ich sehe das so, wir haben 3 sehr interessante Spiele gesehen gegen gute Mannschaften, ja. Und es ist doch normal, dass noch nicht alles gehen kann. Ja. Nochmal, wir spielen ein ganz neues System, was wir 2 Jahre so nicht gespielt haben. Oder sagen wir 1,5, wenn wir Nagelsmann das halbe Jahr da mit reinnehmen ins Boot. Es ist ein neuer Trainer, es ist eine neue Art und Weise. Es ist doch klar, Leute. Also ich weiß nicht, was manche erwartet haben. Dass man jetzt Leverkusen weghaut, dass man Frankfurt weghaut. Guckt euch den Saisonstart von Frankfurt an, bitte. Ja. Dass man Aston Villa weghaut. Habt ihr euch den Kader mal angeschaut? Also ja. Und wir haben schon alle 3 Mannschaften dominiert. Und das klar. Ja. Klar dominiert. Ja, wir haben unsere Chancen nicht genutzt. Ja. Und in dem einen oder anderen Spiel haben wir halt einen Fehler gemacht. Wie die Ecke von Pavlo, wie jetzt die Innenverteidiger, ja, oder meinetwegen auch Kimmich zu 25%. Ja, können wir doch so sehen. Ist doch alles fein. Ja. So, aber ich weiß, hier sind viele, die nicht Bayern-Fans sind, die denken sich wahrscheinlich, über was diskutieren die da. So. Ja. Wie gesagt, wir sind ungeschlagen, Erster in der Bundesliga und alles ist doch gut, Alter.
Aber ja, ich weiß, wir waren ja hier vor 2 Wochen, vor letzte Woche, da sind die Leute ja schon wieder ab, ja, und Finale da oben und wir sind ja schon safe, Champions League-Sieger, diesmal läuft zu Hause. Da sind die Leute ja schon abgedreht, so, ja. Und dann erklärt sich diese Erwartungshaltung vielleicht. Ich habe diese Erwartungshaltung nicht, ja. Meine Erwartungshaltung könnt ihr euch auf meinem YouTube-Kanal angucken, was ich vor der Saison gesagt habe. So. Und das war klar. Es kann nicht so gehen. Dass es überhaupt so gut gegangen ist, wie es jetzt gerade geht, ist doch schon ein Wunder eigentlich. Ja? Meine Meinung. Ja, guck mal, der Roland schreibt ja, ihr seid Tabellenführer, warum sich aufregen? Mein VfB ist zurzeit im Mittelfeld und ich rege mich nicht so auf. Ja. Ist halt Erwartungshaltung, ne? Bayern braucht mehr Fummelfliegen. Nee, uns reicht die eine Fummelfliege. Ja, aber wir haben doch Jungs aus der Jugend. Ja. Das Problem ist doch, du musst doch erstmal den Platz schaffen, dadurch, dass du die alten eingesessenen Knabris, Sanés und so weiter, mal Komans, Goretzkas mal abgibst. Ja. So, die wollen aber nicht weg, also müssen die Verträge ausgelaufen lassen werden. So. Das ist doch unser Problem, was wir haben. Naja, aber wo ist denn das Problem? Einen Torwart zu suchen, der auch ein Libero spielen kann. Also wir reden ja nicht mehr von vor 10 Jahren, wo Neuer der einzige Torwart war, der es so getan hat. Es gibt mittlerweile genug Torhüter, die so spielen. Ja, aber bisher gab es halt auch wenig Argumente, Kimmich und Pavlovic auseinanderzureißen. Das muss man ehrlicherweise auch sagen. Ja, gegen Aston Villa gehe ich mit. Ja, war Pavlovic schlecht, zweite Halbzeit. Auch jetzt hättest du Pavlovic zur Halbzeit rausnehmen können. Ja, das ist richtig, das sehe ich genauso. Aber vorher gab es halt auch wenig Argumente, wenn wir ehrlich sind. Ja. Wie gesagt, das Einzige, was du hättest machen können, wäre Kimmich als Rechtsverteidiger und P ins Mittelfeld. Ja. So, das ist der Einzige, was ich jetzt gesehen hätte. Aber da Pavlovic und Kimmich gut harmoniert haben, wollte er das halt nicht. Ne? So, und dazu muss man ja sagen, dass Guerrero das Zusammenspiel mit dem Kimmich, mit dem abwechselnden Rechtsverteidiger auch sehr gut geklappt hat. Ja. So, die einzige Sache, wo ich das so sehe, ist bei Aston Villa. Also bevor du dann Conny Daimer hinstellst, ja, dann stellen Kimmich dahin und machen Palhinha ins Mittelfeld. Ja. Aber sonst gab es halt wenig Argumente jetzt dazu. Das ist ja das Problem. Meinung zu den Leistungen von Coman? Ja, Note 6, unterirdisch. Also hat nichts mit Kingsley zu tun, wie wir ihn die letzten Jahre gesehen haben. Leider. Gar nichts. Ich habe ja noch gedacht, bei King lag es letzte Saison an Tuchel, ne? Dass er einfach mit dem Tuchel nicht klarkam. Aber das ist diese Saison ja genauso Grütze. Also. Ja, aber was heißt denn Reaktion? Was heißt denn jetzt, wir wollen unbedingt eine Reaktion? Auf was? Auf ein Unentschieden in Frankfurt? Da wollen wir jetzt eine Reaktion drauf sehen, oder was? Das verstehe ich halt auch nicht. Was ist denn der Anspruch, was wir in Frankfurt erreichen müssen? Ein 13-0 oder was? Ja, wir können gerne mal am Ende der Saison gucken, wie viele Mannschaften in Frankfurt gewinnen werden. Eine Reaktion müssen wir jetzt sehen. Wir haben so schlecht gespielt, wir müssen jetzt eine Reaktion zeigen. Wir haben nur ein Unentschieden in Frankfurt geholt. Also das ist auch schon wild, oder? Ich finde, Frankfurt wird hier verdammt klein geredet. Das ist halt nicht Kiel oder Darmstadt oder sonstiges. Also wer 3-0 oder 3-1 in Istanbul gewinnt, ja, der kann nicht ganz so schlecht sein. Haben sie ja auch gezeigt. Frankfurt-Spiel, Lob. Ich werde niemals mit Gucci auf Kuschelkurs gehen. Der Gucci hat seit Jahren wieder gedribbelt. Wie geil war das mal wieder zu sehen.
Chico, du verwirrst mich, ey. Ich fand den Gucci jetzt nicht so stark. Ich finde gerade, der Gucci hat gerade absteigende Form, leider. Bist du mit Kane zufrieden? Ich bin mit Heavy zufrieden. Nächste Woche werden hart. Barca ist zurzeit auch gefährlich. Ja, wenn damit die nächste Woche ja hart mit Stuttgart-Barca, danach kommt ja erstmal so etwas leichtere Kost, oder? Und dass Barca gut drauf ist, ja. Graugänse Hansi, ich bin gespannt. Ja, was hat er ja auch gesagt, ne? Kompanie muss ein bisschen an seiner Taktik fallen. Gerade gegen konterstarke Mannschaften wird es schwer zu gewinnen, wenn wir so extrem hoch stehen und alle Defensive Opa und Kim schieben. Wir werden sehen. Moritz, das tut mir leid, dass der Stream bei dir abkackt. Keine Panik, keine Krise. Ja, das denke ich auch. Das liegt am Alter, Chico. Da kann man noch 10 Minuten zurückdenken. Danach wird es schwierig. Und Johann Bernhard ist immer schuld, ja. Auch bei 50 Kommentaren dazwischen, ja. Ja, weiß ich nicht, ob man den Coman in der aber dann tut man sich ja gerade keinen Gefallen. Also welcher Spitzenclub sagt denn jetzt bei den Leistungen, die ein Coman gerade zeigt, boah, geil! Das ist der Spieler, den ich haben will, für den zahle ich 30 Millionen. Da tut man sich doch gerade keinen Gefallen, das ist so eine Farce, was der Coman zeigt. Der senkt doch gerade höchstens seinen Marktwert um 10 Millionen, als dass er sich in eine Vitrine stellt, Alter. Nee. Können auch öfter mal eine gelbe ziehen. Ja, der eine oder andere müsste das vielleicht mal öfter tun. Ja, da gehe ich auch mit. Tor ist schuld. Der Fahrerkette, ganz genau. Ja, der Schiedsrichter war echt gut, ne? Muss ich ja mal sagen. Also mir hat er gut gefallen. Hat auch nicht jeden kleinen Furz abgepfiffen. Hat mir gut gefallen. Ja, das wird in Kompanie ja auch tun, die Fehler ansprechen. Also. Torwart von Frankfurt war gut, ja. Ja, es war schon naiv von uns, das dritte Gegentor. Ich glaube, das fasst es gut zusammen. Ne? Das kannst du halt auf so vielen Arten und Weisen verhindern. Also. Ja, Eden, da rennst du bei mir offene Türen ein, aber was Manu anbelangt. Ja, wegen mir muss man den Vertrag auch nicht verlängern mit Sané, also ganz ehrlich. Hovi, hau rein, Junge. Kann er gerne zu einer anderen Spitzenmannschaft gehen, die ihm das Gehalt zahlen, also. Vor allem auf der rechten Seite ist ja eh kein Platz. Also, willst du dafür den Michael opfern oder was für ein Leroy? Nee. Los nicht. Ja, also das ist ja egal, wer das macht. Man macht das einfach nicht. Man stellt sich nicht öffentlich hin und erwähnt da irgendeinen einzelnen Spieler, egal wer es ist.
Ja. Das macht man halt einfach nicht. Punkt. Und erst recht nicht, wenn man Thomas Müller ist. Ja. Verstehe ich nicht. Wie du sagst, Müller hat selber genug Klamotten in seiner Karriere gerissen, die zu Gegentoren geführt haben oder zu Punktverlusten. Also, ist halt Schwachsinn. Naja, ich sehe jetzt keinen, der super stark ist auf den Außen. Ja? Warum sollte man dann, wenn Saragossa... man weiß ja nicht, wie der Plan ist. Ja? Wenn er vielleicht jetzt Deutsch lernt und so weiter, oder zumindest Englisch, dann sollte ja eigentlich alles gut sein nächstes Jahr. Also. Warum sollte man sich diesem berauben? Ja? Ich sehe da jetzt keinen, außer neben Michael, der gerade irgendwie sagt, hier, ich bin der Spieler der Zukunft für euch. Den Außen. Ich denke, King wird den Verein verlassen. Gnabry leider nicht. Der muss ja den Vertrag auch auslaufen lassen in 2 Jahren oder in 1,5 Jahren. Anders wird es nicht gehen. Ja. Ist ja auch nicht so, dass du nicht jetzt auch welche in den eigenen Reihen hast, ne? Also. Du hast ja nicht nur einen Ibrahimovic, du hast nicht nur einen Tell, du hast auch noch einen Iran Kunda, der einen drunter spielt. Der hat sich in der Vorbereitung auch eigentlich angepriesen. Ja. Und da muss er den Vinny fragen, ob er ein Problem mit Dyer und Palhinha hat. Wie gesagt, es gibt aktuell für einen Palhinha keinen Grund, oder es gab keinen Grund. Warum willst du Kimmich, Pavlovic auseinanderreißen? Es gab keinen Grund dafür. Und Dyer für diese Spielweise ist schwierig, ja. Müsstest du mit einem Airbag halt Dreierkette spielen, ja? Da wäre ein Dyer perfekt für. Ja. Und das will man anscheinend nicht, weil was ist, wenn sich ein Innenverteidiger verletzt? Wenn du nur 3 hast, ist halt schwierig. Ja. Aber das weiß ich nicht. Das müsste Vinny beantworten. Wäre ja schön, wenn ein Reporter mal so eine detaillierte Frage stellen würde. Aber die fragen ja immer nur irgendeinen Dünnpfiff. Ja, Kompanie mag Sané. Die sind Best Friends. Deswegen spielt der Sané auch jedes Spiel. Falls euch das noch nicht aufgefallen ist, ne? Weil die haben ja mal bei Manchester City zusammen gespielt. Die sind Bros. Die lieben sich. Deswegen spielt er lieber jedes Spiel. Naja, hast du einen Palhinha gegen Leverkusen gebraucht? Ist Leverkusen ein Topspiel? Ich denke, oder? Ich glaube nicht, dass du einen Palhinha da gebraucht hast, oder? Das ist ja, was ich sagte. Wo war das Argument? Du hast ihn vorher nicht gebraucht, du hast ihn im Topspiel gegen Leverkusen nicht gebraucht, also wo ist dann das Argument zu sagen, du musst einen Palhinha spielen lassen? Ist halt nicht da. Ja, nochmal, ich gehe ja mit. Du hättest ihn zur Halbzeit in den ersten Villa jetzt zum Pavlovic rausnehmen müssen. Der war total müde. Jetzt in Frankfurt dasselbe. Das hätte man machen können. Ja, 100% true. Aber gerade auch die ersten 20 Minuten, wie stark war denn wieder ein Pavlovic in Frankfurt? Ja. Wenn er natürlich zu müde ist, der Pavlo, ja, dann musst du ihn mal rausnehmen. Da gehe ich ja mit. Oder ein Kimmich, ja. Aber ansonsten gibt es ja gerade keinen Grund zu sagen. Oder du sagst halt den Grund, keine Ahnung, ich möchte mit einem Palhinha ein bisschen mehr Stabilität bringen, anstatt 2 haben, die das Spiel gestalten. Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Ja, dann kannst du das natürlich machen. Ja, hätte ich persönlich auch nichts gegen. Ja, wenn da hinten einer mehr wäre, wie ich schon sagte, so eine Art Dreierkette, würde wahrscheinlich den beiden Innenverteidigern gut tun. Ja, definitiv. So, und wahrscheinlich ist es auch nicht nötig, dass Kimmich und Pavlovic sich da auf den Füßen teilweise stehen in der Spielgestaltung. So, aber dann kommt die Frage auf, willst du denn den Pavlovic runternehmen, der wahrscheinlich der bessere Spielgestalter ist? Oder willst du dann Kimmich runternehmen? Beim Kimmich brauchst du gerade nicht diskutieren, weil Kimmich der Einzige ist, der konstant gute Leistung bringt und 3 Positionen gleichzeitig spielt. Und da ist es gerade schwierig, wahrscheinlich für den Vincent zu sagen, ich bringe jetzt einen Palhinha rein. Ne? Und es war ja bisher auch nicht so, dass man gesagt hat, oh, scheiße. Ja.
Wir kriegen ja 10 Torchancen pro Spiel von Leverkusen und Frankfurt. Nee, das ist ja nicht der Fall. Ja. Und wir werden sehen, vielleicht wird er seine Strategie anpassen und wird dann sagen, ich möchte gerne lieber einen defensiven Sechser auf dem Platz haben. Und dann ist natürlich Palhinha die erste Wahl in meinen Augen. Wird die Zeit zeigen, ne? Florian, ich grüße von der Tabellenspitze in Kicktipp. Ja, ich konnte ja nicht viel aufholen, aber ich habe ja immer den Tagessieg geholt diese Woche. Cheater. Leider keine Zeit mehr gehabt, den Bonus zu tippen. Ja, ach, guck mal, hast doch schon 20 Punkte vor mir. Ist doch alles gut. Kann ich die ja noch aufholen durch den Bonus. Ja, Florian. Glückwunsch erstmal. Läuft also bei dir. Hüpfe Bayern, hüpfe. Ja, wird alles schön geredet beim FC Bayern. Ja. Nach 3 Spielen nicht gewonnen, wird alles schön geredet. Eigentlich Katastrophe, ne? Eigentlich spielen wir gegen Abstieg. Sind aus dem Champions League auch schon ausgeschieden eigentlich. Aber jetzt mal ernsthaft, ne? Die einen schreiben, es wird alles schön geredet, die anderen schreiben, es wird alles schlecht geredet. Ja, es Manchmal gibt komme halt ich mir vor wie im Zirkus, ey. unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Meinungen. Die einen finden Kimmich auch geil und die anderen hassen Kimmich. So ist das Leben. WhatsApp, Grüße. Ja, die Medien wissen ja auch voll Bescheid, wie die Planung ist mit Brian. Ich denke auch. Wenn der Brian diese Saison 20 Hütten vorbereitet und 10 schießt, dann wird der FC Bayern sehr wahrscheinlich sagen, nee, den wollen wir gar nicht haben bei uns. Den wollen wir verkaufen. Weil er ist zu klein. Nee, stimmt, er kann sich ja nicht artikulieren. Das wird das Problem sein. Was Coman gegen Frankfurt abgeliefert hat, ist eine Frechheit. Was Coman die letzten 4 Spiele abgeliefert hat, ist eine Frechheit. Naja, man hängt sich halt am letzten Tor so auf, weil man das Spiel sonst 3-2 gewonnen hätte. Ne? Ja, was interessieren dann die ersten beiden Tore? Und das letzte war halt super einfach zu verteidigen am Ende des Tages. Ich meine, in der Nachspielzeit darfst du halt einfach nicht so offen stehen. WWE Bad Bloom gestern war klasse. Boah, ich habe schon wieder, seitdem ich bei WWE war, nichts gesehen. Ich bin schuld, ja, ist kein Problem. Bin auch schuld, weil ich hatte erste Halbzeit kein Trikot an. Habe ich erst zweite Halbzeit angezogen. Hat nichts mehr genützt. Wow. Türsteher-Outfit, wär's dabei? Ja, dann stell das doch mal zusammen bei Amazon oder so. Das einzige Blöde war gestern einfach das Gegentor nach der Spielzeit. Jo. Sehe ich genauso. Ja, keine Ahnung, das weiß ich nicht, um wie viel King sein mag. Aber er steigert seinen Marktwert gerade nicht, würde ich sagen. Ja, aber das war ja die Herangehensweise von Frankfurt. Das musst du ja sehen. So, Frankfurt ist ja genau mit dieser Weise ins Spiel gegangen. Frankfurt hat ja nicht gesagt, ja, wir gehen jetzt ins Spiel und wollen Ballbesitz und wollen den Bayern irgendwie, wollen die Bayern in ihre Hälfte drücken. Nee, Frankfurt ist in das Spiel gegangen und hat gesagt, ja, wir werden laufen, wir werden leiden, wir müssen Zweikämpfe führen und wenn wir die Chancen kriegen, werden wir umschalten und kontern. Und genau das haben sie getan. Und von daher war es ein sehr, sehr gutes Spiel von Frankfurt. Ja. Muss ja mal die Voraussetzungen sehen. Und wie man sieht, ist es ja genau der richtige Weg gegen uns. Ja. Ich glaube, alles andere wäre auch fatal, glaube ich. Ich glaube, wenn du eine Mannschaft bist, die, ich meine, selbst Leverkusen hat sich hinten reingestellt, das sagt doch schon alles aus. Ja. Ich glaube, wenn du als Mannschaft den Fehler machst und sagst, ich möchte den FC Bayern gerne bespielen, dann werden wir einfach so viele Räume haben. Also ich glaube, das würde nicht gut gehen für den Gegner. Von daher gibt es eigentlich gerade mit dieser Spielweise, die wir spielen,
glaube ich, nicht viele Alternativen für den Gegner. Das heißt halt hinten gut stehen und kontern. Ich glaube, alles andere wäre fatal. Weil wenn der Gegner in der Vorwärts, siehst du doch bei uns, wenn wir den Ball in der Vorwärtsbewegung verlieren und dann stell dir mal vor, der Gegner macht das. Also. Aber auch Tore seine Schuld, dass so vielversprechende Spieler wie Gravenberch, Saragossa sich nicht haben zeigen dürfen. Nee, mit Gravenberch gehe ich da nicht mit. Mit Saragossa gehe ich mit, ja. Dass man Gravenberch überhaupt verpflichtet hat und dann diese Kimmich-Goretzka-Schiene da die ganze Zeit durchgezogen hat. Nee, das war von Vereinsseite schon super dämlich. Ja, das war ja nicht nur unter Tuchel so, das war auch unter allen anderen Trainern so. Egal wen du geholt hast, ob es ein Sabitzer war und so weiter. Keiner durfte spielen. Immer Kimmich, Goretzka, egal wie schlecht die gespielt haben. Wir haben genug über die Shields geschimpft, da kann man aber Lob aussprechen, wenn er gut gepfiffen hat. Ja, hat er ja gestern. Ja, mir hat er gut gefallen. Und der junge Trainer muss ein paar Erfahrungen sammeln und Fehler machen dürfen. Ja, na klar. Ja, natürlich. Und nochmal, wir reden ja nicht darüber, dass wir irgendwie Zehnter in der Bundesliga sind, Alter. Ja. Deswegen. Also, alles ist doch im Soll, ey. Und man muss das mal so sehen, wir haben schon Leverkusen und Frankfurt bespielt. Was ist denn jetzt noch Spitzenteam? Oder schwere Gegner in der Bundesliga? Stuttgart, Leipzig, Dortmund. Stuttgart ist der nächste. So. Das muss man doch auch mal sehen, ja. Und vergleich mal das Spiel, wie wir gegen Leverkusen gespielt haben. Also, es ist doch eben kein Verhältnis zur letzten Saison, ja. Also. Von daher ist das alles tutti, wie es ist, denke ich. Mir macht ein bisschen Sorge, dass Vinny ja ein Top-Verteidiger war, aber den Fokus so 100% auf die Offensive setzt. Ich hoffe, er nutzt die Woche Denkpause, Feinjustierung angesagt und verteidigen. Ja, aber das hat er ja auch gesagt. Er hat aber auch gesagt, dass er an dem System festhalten wird. Ja? Und das finde ich persönlich auch okay. Wenn mit Feinjustierung vielleicht gemeint ist, dass man halt mal vielleicht ab und wann einen Dritten mit nach hinten nimmt oder so, ist doch alles fein. Ich meine, guckt euch die Spiele an, selbst die Spiele, die wir jetzt unentschieden und das, was wir verloren haben. Wir waren doch trotzdem die bessere Mannschaft. Ja? Warum sollte man das jetzt alles in Frage stellen? Also. Coman war für mich der Nachfolger von Ribéry. Nee, war er nie. Samt den Verletzungen. Seit der Katar-WM kann ich ihn null verteidigen. Bis zum Sommer durfte er das Tief haben. Ich glaube, den Coman fehlen die 5%. Aus seiner Sicht mag sehr, dass wir ihn unterstützen müssen. Aus meiner Sicht habe ich ihn immer unterstützt. Coman werde ich nicht mehr verteidigen. Nee. Coman sollte immer in diese Rolle rein. Ja. Gerade auf Ribéry bezogen, weil selbe Seite, selbe Posi. Hat er nie geschafft. Was aber auch super schwer ist. Ja. Aber hat er nie geschafft. Selbst zu seiner absoluten Hochzeit. Nee. Was ja aber auch nicht schlimm ist. Ne? Zu seiner Hochzeit war er auf jeden Fall gut, aber was er gerade liefert, ist leider eine Katastrophe. Wer sollte denn die Dreierkette vervollständigen? Also ich bin ganz ehrlich, ich wäre auf jeden Fall für Stani und Ito, ne? Und da müsste man gucken, wer den mittleren Part besser spielt, ob Opa oder Minje. Aber das wäre meine Dreierkette. Weil Vorteil, man könnte auch im Spiel sogar zu einer Viererkette wechseln. Ja? Weil Kimmich lässt sich ja auch mal als Rechtsverteidiger fallen, sonst Stani kann einrücken, Stani kann Innenverteidiger spielen, kann Rechtsverteidiger spielen, Ito kann Linksverteidiger spielen, kann Innenverteidiger spielen. Also die wissen auch, die beiden äußeren Innenverteidiger wüssten auch, was es heißt, Außenverteidigerposition zu spielen. Ja? Von daher wären die beiden Spieler für die Außenposition ideal. Ja? Perfekter geht's nicht für eine Dreierkette. Das sind beide Spieler, die die Außenverteidigerpose spielen können und die Innenverteidigerpose. Ist so ein Traum. Was willst du mehr haben? Ja? So. Und dann kommt natürlich darauf an, wie hoch du stehen möchtest. Ansonsten, wenn du vielleicht nicht ganz so hoch stehen möchtest, kannst du auch einen Eric Dyer in die Dreierkette nehmen. Also
Er ist da ja prädestiniert für die Mitte. Also Möglichkeiten gibt es da ja genug. Ja? Maike, bester Transfer diesen Sommer. Ja, auf jeden Fall. Das Positive am Sonntag war tatsächlich der Schiri. Ja. Aber der war echt gut, ne? Gefühlt ist jeder zweite Ball auf unser Tor drin. Nee, das stimmt nicht. 3/4. 75%. Da Frankfurt 4 Torschüsse hat und 3 Tore erzielt hat. Nächstes Jahr laufen einige Verträge aus. Ja gut, Sané und Kimmich laufen aus, ne? Plus Müller und Neuer. Das war's auch. Ja, man muss dann aber auch in Ibrahimovic mal die Chance geben, ne? Das wird halt interessant zu sehen sein, ob er die bekommt. Ah, ich glaube, der Kompanie kann das schon mit Tacheles reden. Wenn es sein muss, glaube ich schon. Ja, das hoffe ich auch. Das hoffe ich auch, dass man da klaren Schnitt macht. Wie gesagt, lass den Vertrag auslaufen von Leroy. Müller musste dann jetzt auch mal sagen, es ist gut. Ja, nach der Saison, alles ist gut. Du bist hier Vereinsikone, alles drum und dran. Aber sorry. Müller spielt, wenn überhaupt, 15 Minuten oder wenn Musiala mal verletzt ist. Ja, nein, nicht für 20 Millionen im Jahr. Dasselbe mit Manuel Neuer. Ja. Auch nicht, der ist keine 20 Millionen im Jahr mehr wert. Sorry, die Leistung. Das passt halt einfach nicht. So, und jetzt muss ich erstmal ganz dringend austreten. Die Mara unterhält euch so lange mit dem Thema Joshua Kimmich und das 3. Tor. Bis gleich. Schatz, gib Gas. Wer jetzt was Negatives sagt, schreibt oder wie auch immer, den bann ich direkt weg, ne, dass das klar ist. Nein, wie gesagt, ich kann das nicht beurteilen. Ich habe es halt nur im Radio gehört. Ich werde mal im Anschluss an den Stream, werde ich mir das Spiel mal angucken und ja, vielleicht kann ich dann die entscheidende Szene beurteilen. Hallo Sammy. Guten Hunger, Talkie Bayern. Lass dir schmecken. Genau, das 3. Tor war das 2:1 für Frankfurt, da war Kimmich unschuldig. Da kann ich dir jetzt noch nicht zu sagen, Chico. Thomas Müller als Presi in 10 Jahren. Aber nicht bei Bayern, oder? Sondern hier bei seinem Pferdeverein da? Oder irgendwie Hasenstall-Vorsitzender? Nein, er hat ja seine Berechtigung im Verein. Geht halt jetzt um die Art und Weise, wie er das halt gemacht hat. Weiß ich nicht. Müssten wir jetzt einen Uli anrufen, was der dazu sagt. Auch in 10 Jahren ist das wahrscheinlich immer noch Ulis Thema. Ich glaube, das sind die Ecken von der linken Seite, ne, die Michael schießt. Was ist ja, die Mara euch nicht unterhalten, oder was? Ist nicht da, oder was? Ich bin da. Aber?
Hättest du nicht schon 2 Minuten, bevor du wieder am Platz gewesen wärst, angefangen zu singen und hättest mich übertönt, hätte ich die Leute auch viel, viel besser unterhalten können. Ich kann auch einfach mal hier kurz 5 Minuten sitzen und die Fresse halten. Das würde gehen. Hey, setz dich hin, du Wichser! Der spricht wunderbare politische Kommentare, aber bitte schön lassen vom Fußball. Ja, das war jetzt aber nix, Baby. Es war mir so klar, dass du keine 5 Minuten durchhältst. Nee. Ich mache keinen Stream, um Stille zu haben. Klar gab es da eine Strafe für Ulle. Ein Spiel. So. Wo war ich denn? Ich will den Sané nicht, denken Sie. Mir ist das egal, ich will den Sané gar nicht sehen. Selbst wenn er jetzt eine halb sehr gute Leistung bringt, verkaufe ihn, Alter. Das ist keine 20 Millionen Werte mehr. Lass auslaufen und Feierabend. Tschüss. Die Verteidigung darf meiner Meinung nach gerne hoch stehen, aber man muss auch nicht in jeden Zweikampf so riskant reingehen und den Raum hinten offen lassen. Ja, aber der Raum ist ja automatisch offen. Wie soll er denn nicht offen sein, wenn die beiden Innenverteidiger die letzten sind, die stehen? Der Raum ist doch offen, deswegen musst du ja so in den Zweikampf gehen. Das ist ja das Problem an dieser Spielweise. Deswegen sage ich ja, mit einer Dreierkette hättest du halt einen Mann mehr da hinten. Weißt du, dann ist das vielleicht nicht ganz so tragisch, wenn der Innenverteidiger in diesen Zweikampf geht und den nicht gewinnt. Weil dann noch einer da ist. Aber ansonsten, der Raum ist ja nun mal logisch, dass der dahinter ist. Ja. Wie willst du das ändern? Du müsstest halt, wie gesagt, Dreierkette, dann hast du einen mehr da hinten, ja. Ja, aber was willst du denn machen, wenn du nicht in den Zweikampf gehst? Gerade bei einem Spieler wie ein Mamouche oder sonst wen. Was soll der Innenverteidiger denn machen? Entweder ist er vorher am Ball, ja, dass es nicht zum Zweikampf kommt, oder er gewinnt den Zweikampf. Wenn er nicht in den Zweikampf geht, sorry. Also guck dir Minjay und Opa an. Also da sehe ich die ja noch schwächer. Ich meine, hast du allein den Etiquette oder wie er heißt gesehen gegen Opa? Der Opa hat das doppelte Gewicht. Ja? Hast du den Zweikampf gesehen? Also. Nee, das sehe ich gar nicht. Das Problem ist ja auch, wenn der Spieler hat ja schon den Vorteil. Als Angreifer hast du ja den Vorteil gegenüber den Innenverteidiger, wenn du auf ihn zuläufst. Also ich glaube, dann würden wir noch schlechter aussehen, wenn wir diese Zweikämpfe nicht so führen würden. Wie sollen wir es machen? Wir sagen dann, wir warten jetzt. Wir gucken, was der Spieler mit dem Ball macht, oder wie wird es angehen? Weiß ich nicht, schwierig. Opa attackiert zum Teil in der Mitte der gegnerischen Hälfte, das ist mir zu krass. Ja, das Problem ist, oder was heißt Problem? Die Spielidee scheint ja so zu sein, dass einer der Innenverteidiger definitiv den gegnerischen Stürmer verfolgt. Dadurch fehlt er natürlich dann. Ne? Aber wie gesagt, die entscheidenden Zweikämpfe haben wir ja dann auf Höhe oder knapp hinter der Mittellinie verloren.
Aber ja, das ist mir auch zu krass, wenn wir schon so hoch stehen und der Innenverteidiger noch 10 Meter, 20 Meter in die gegnerische Hälfte geht mit dem gegnerischen Stürmer. Also das ist schon wild. Das sehe ich auch so, ja. Entscheidend wäre nicht die Spiele gegen die Spitzenteams, die kleinen müssen geschlagen werden. Ich habe es ja vorhin gesagt, die Leute hier rumgeheult haben, dass wir gegen kein Top-Team gewonnen haben. Wenn wir gegen jede Top-Mannschaft in der Bundesliga unentschieden spielen, alle anderen Spiele gewinnen, sind wir deutscher Meister, Alter. Ich hätte mir auf jeden Fall Einsatzzeiten für Azno gewünscht, ja. Ja. Das ist schon sehr schade, ja. Ist auch eine Sache, die ich nicht verstehe. Weil nochmal, Conny Leimer als Rechtsverteidiger ist eine Katastrophe und Fonzie Davis, ja, sorry. Nochmal, das ist ein junger Spieler. Entweder verlängert er seinen Vertrag oder er sitzt auf der Tribüne. Punkt. Und nicht ihr Arsch geblasen und Zucker in den Arsch geschoben, um zu sagen, oh ja, komm, wir lassen dich spielen und bäh. Geht mir auf den Sack. Naja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, man kann das nicht immer so verallgemeinern, ne? Zum Beispiel jetzt mit Thomas Müller muss Funktionär, Präsi werden, sonst irgendwas. Ich denke, wir haben es beim Kahn gesehen, wir haben es beim Brazzo gesehen. Du siehst es in anderen Vereinen. Es heißt nicht immer nur, weil ein Spieler ein guter Fußballer war oder eine Vereinslegende im Fußball ist, dass er automatisch ein guter Funktionär ist. Ja? Also da muss man mal von wegkommen von dem Denken. Das sind nun mal nicht alle Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge. Ja? Wie Thomas Müller das machen würde, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Kann ihn nicht einschätzen, außer als Fußballer. Ja? Aber das heißt nicht, dass er ein guter Funktionär wäre. Ja, klar, kann das sein. Ja, dann wäre es super. Natürlich. Ja, es ist immer super, wenn du Funktionäre hast, die Ahnung vom Fußball haben und die in dem Verein groß geworden sind. Gar keine Frage. Aber ob das so ist, wer weiß das schon. Ja, aber es ist... Alexander Zickler war auch ein schneller Spieler. Ja, und das zu seiner Zeit. So, ich weiß nicht, was Leute sich immer an Schnelligkeit hochziehen. Also was bringt dir die Schnelligkeit, wenn du sie nicht einsetzen kannst? Ja? Und ein King kann sie gerade nicht einsetzen. Torki Bayern auch rein. Ja, wir machen ja auch gleich Feierabend. Jetzt sollen wir den nächsten Mal das Konzept einführen, dass du hier eine halbe Stunde machst? Nein. Ich sehe hier viele Fragen an dich. Nee, King Josh überlässt nicht einige Ecken dem Maike, sondern jede Ecke von der Seite bisher in dieser Saison. Die auch nicht immer viel besser sind als die von J. Svalle Herne hat da noch einen Torhüter. Aha. Naja, das weiß ich halt nicht, ne? Ob Ibrahim jetzt eine Chance hat, hängt ganz einfach davon ab, wie es mit Sané, Gnabry und Coman weitergeht. Mit Maike, Irankunda und Tell hat man bereits 3 Spieler für die Zukunft auf den Flügeln. Ja, aber zum Beispiel von Irankunda siehst du nichts, vom Tell siehst du nichts. Wenn halt die Posi zugemacht wird, indem man Coman da hinstellt, in der Hoffnung, dass er irgendwie seine Form wiederfindet und das 4 Spiele in Folge. Ja.
So, wo ist dann die Chance für den Ibrahimovic? Ja. Das ist gerade so das Einzige, was ich zu kritisieren habe. Gute, Servus und Glück auf aus Frankfurt. Was ist deine Meinung zu meiner These, dass Bayern bei diesem System bzw. Spielstil eher eine falsche 9 bräuchte als einen echten Stürmer wie Kane? Ja, Harry Kane ist ja nicht dieser echte Stürmer. Ja, Harry Kane ist auch dieser echte Stürmer, aber Harry Kane ist genauso eine falsche 9, ein echter 10er, ein echter 6er. Nee, das glaube ich nicht. Was dieses System vertragen könnte, wenn ein Gegner halt so dicht hinten steht, eine zweite Spitze, ja. Da gehe ich mit. Aber Harry Kane ist ja so viel mehr wie dieser klassische Stürmer. Also ein Harry Kane leitet ja auch viele Angriffe ein, das macht ja ein richtiger Stürmer gar nicht. Aber ja, wenn er sich fallen lässt, wenn er sich da rauszieht aus dem Raum, wäre es halt schön, wenn da ein anderer Stürmer in diesem Raum wäre. Ja. Darüber könnte man mit Sicherheit diskutieren, ja. Aber das weißt du doch gar nicht, ob ein Müller so wäre. Wie gesagt, das kannst du ganz schwer einschätzen. Hab ich beim Olli auch gedacht. Gedacht, der Olli ist ein Funktionär, der geht richtig rein und so weiter. Und was hast du gesehen vom Olli? So, das hat ja null mit dieser Person zu tun gehabt, die auf dem Fußballplatz war. Ja. Und daher weiß ich nicht, ob man das einfach so sagen kann. Würde mich natürlich freuen, ja, gar keine Frage. Aber ansonsten schwierig. Der Ulle Klopf ist der Beste. Hey, setz dich hin, Wichser! Willst du 150 Millionen für Florian Wirtz ausgeben? Wenn ich die 150 Millionen hätte, würde ich sie nicht ausgeben. Wenn ich der Verein FC Bayern München wäre, würde ich sie ausgeben. Ja. Ja, aber das weiß man ja nicht, ob Müller dann auch so lustig unterwegs wäre und der Pausenclown wäre. Ja, das weiß man ja nicht. Ja, aber das hast du ja nicht. Olli, wie hast du das denn, wenn du 2 Innenverteidiger da hast? Dann hast du das ja nicht. Dass du sagst, ich stelle diesen Spieler. Das ist ja das Problem. Da sind ja keine Spieler mehr. Da sind 2 Innenverteidiger. Das ist alles. Dann kann ich sagen, ich bleib bei dem, ich stelle den und der andere Innenverteidiger kommt auch noch dahin und dann ist gar nichts auf der Seite, oder was? Das ist ja, was ich sage. Das funktioniert ja nicht. Du musst ja die Zweikämpfe nehmen. Du hast ja keine Wahl. Dann musst du halt mit einer Dreierkette spielen oder mit einem defensiven Sechser, der sich in den Raum fallen lässt. Dann kannst du das natürlich tun, ja. Aber so wie aktuell die Spielweise ist, kannst du das nicht. So, du stellst den Spieler, wenn soll der andere Innenverteidiger rüberkommen, dann spielt der Spieler den Ball rüber in den Raum, also. Nee, das ist schwierig. Also bei der Spielweise, wie wir gerade spielen, wird es nicht anders gehen, als dass die Innenverteidiger da vorne direkt draufknallen. Ja, wir haben Tarek Buchmann. Wann ist der denn bitte mal fit? Ja, Sorry, komm, für mich ist das ist ein Tarek Geist. Buchmann ist das Bielefeld von Deutschland, Alter. Ich habe den Jungen noch nicht einmal gesehen, außer auf dem Mannschaftsfoto. Ja, genau. Ist halt so, sorry. Und der ist seit 2 Jahren Teil dieses Kaders, Alter. Ne? Da hast du Buda Saya mehr gesehen. Patrick, guten Abend. Nee, warum man den Stürmer verfolgen muss, dann, das verstehe ich auch nicht, Olli. Da stimme ich dir ja zu. Ist wahrscheinlich der Sache geschuldet, dass wir nicht wirklich einen richtigen Sechser auf dem Feld haben, oder? Vielleicht, weiß ich nicht. Müsste man Winnie fragen, was die Idee dahinter ist. Aber ja, das finde ich auch ein bisschen zu krass. Obwohl man sagen muss, dass dadurch ja jetzt noch nicht irgendwie also dadurch haben wir ja noch kein Gegentor gekriegt, oder? Oder habe ich gerade eins nicht auf dem Schirm? Aber ich glaube nicht. Aber ja, ich finde das auch wild. Ja? Wieso hast du es nicht geschaut, Imara?
Ja, weil bei der Sohn nur noch einer gucken kann für 60 € im Monat. Habe ich ja geschrieben, dass ich nicht bei dir war und ich habe halt keinen Bock, extra nochmal ein Abo abzuschließen bei den Bekloppten für 60 € für 3, 4 Spiele oder was. Ja. Ein Jahr lang konnte ich halt noch mit 2 gucken. Jetzt geht nur noch 1. Aber Radio ist eigentlich echt cool. Auf lange Sicht Vlahovic holen. Ja, Vlahovic war ich ja damals begeistert, wo es darum ging. Aber was heißt auf lange Sicht? Weiß man nicht. Ne? Keine Ahnung. Auf lange Sicht kannst du halt auch sagen, gib mal den Tell Spielzeit in der Mitte. So. Lass mal den Heavy 60, 70 Minuten spielen, den alten Mann, dann ist er eh meistens müde und dann lass doch mal den Tell da 20 Minuten ran. Und dann guck mal, wie der Tell sich so in einem Jahr entwickelt. Ne? Halt schwierig. Und dass Harry Kane immer mal wieder ein Problemchen kriegt, ist ja auch klar. Ja. Ja. Wie gesagt, er ist ja nicht der Stürmer aller Levi, der vorne drin steht und ansonsten sich nicht bewegt. Ja. Also der ist ja so viel unterwegs auf dem Feld, dass der halt irgendwann mal müde ist, wenn er alle drei Tage da spielt in seinem hohen Alter. Ja, ist halt normal. Ja. Muss man ja auch mal sehen. Deswegen ist die Frage, wie lange spielt ein Harry Kane noch bei uns? Das weiß ich halt nicht. Ja. Und man weiß ja auch nicht, was bis dahin noch passiert. Vielleicht bis dahin der nächste Haaland auf dem Markt oder was weiß ich. Ja, wer weiß das schon. Naja, es ist schon sehr ähnlich zum Anfangsfußball, den Nagelsmann hat spielen lassen. Das ist schon sehr ähnlich, meiner Meinung nach. Nagelsmann hat fast identisch spielen lassen in der Anfangsphase. Das Problem war, dass Nagelsmann irgendwann davon weg ist, weil die Ergebnisse nicht gestimmt haben und der Druck da war von der Öffentlichkeit und ja. Er dann Ideen hatte, die er mit dem Mannschaftsrat absprechen musste und deswegen ist Nagelsmann in diese Probleme gekommen. Ja, ansonsten war der Fußball schon sehr ähnlich. Guck dir gerne mal die ersten Spiele an, da waren die Innenverteidiger genauso auch mal 20 Meter in der gegnerischen Hälfte und auch Manuel Neuer stand teilweise 10 Meter hinter der Mittellinie. Also das ist jetzt nichts Neues, es ist jetzt kein neues Konzept, was eine Vincent Kompany da gerade auf dieser Welt erfunden hat. Ja. Und auch wir haben genauso hoch versucht zu pressen, wir haben genauso dieses Kombinationsspiel gespielt und das sogar ohne Harry Kane, sondern mit dem Choupo-Moting da vorne drin. Guck dir gerne mal die ersten 10 Spieltage aus dieser Saison an. Das ist 1:1 fast dasselbe Prinzip. Ja. Außer, dass unsere Innenverteidiger nicht so super risikoreich gleich den Zweikampf genommen haben und dass wir halt ein Riesenloch in der Mitte hatten. Was wir jetzt auf jeden Fall besser machen. Aber ansonsten von der Spielidee war das fast 1:1 dasselbe. Nur die Mannschaft hat irgendwann gesagt, und Nagelsmann hatte nicht die Kompetenz oder nicht die Eier, nicht den Rückhalt im Verein zu sagen, pass mal auf, ich mach das so, wir ziehen das so durch und drauf geschissen. Ja. Das ist so das Problem und deswegen konnte er das gar nicht so richtig weiterentwickeln, wie es vielleicht ein Kompany jetzt hinkriegt. Das werden wir halt sehen. Aber wenn du dir die ersten Spiele anguckst, ist es fast 1:1. Ja, er ist dann immer mehr davon abgerückt, ne? Aber der Anfang war fast ähnlich. Ja, und wo ist das Problem? Und ich glaube nicht, dass ein Kompany taktisch unerfahren ist, wenn man jahrelang auf dem Niveau Fußball gespielt hat, was er gespielt hat. Und ich glaube auch ein Nagelsmann war nicht super unerfahren. Nagelsmann war halt super unerfahren, mit dieser Art Spieler umzugehen, die er da so vorgefunden hat. Ja. Das war sein Problem. Und das hat ein Kompany nicht. Ich glaube, da kann nicht ein Neuer hingehen und sagen, pass mal auf, Vincent, wir wollen keine Dreierkette spielen. Dann fragt der Vinny den Neuer, ob er noch alle Latten am Zaun hat. So. Ja. Ich glaube nicht, dass Kane noch lange Bock auf Bayern hat. Aha. Bild. Alle Medien reden uns tot. Wer redet uns denn tot? Und warum?
Dreierkette, Doppelspitze, Musiala auf der 10 hinterher gegen tiefstehende Gegner und mit der Spielweise ideal. Ja, da müsstest du halt auf die Außenverteidiger verzichten und mit einem Sechser spielen wahrscheinlich, ne? Aber ja, wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Warum nicht? Du kannst... sorry. Also Champions League, glaube ich, kann man heutzutage keine Prognose machen. Kann man nicht. Nee. Würde ich mich echt festlegen. Guck dir einfach die letzten Jahre an. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Du hast einfach zu viele Mannschaften, die ein sehr, sehr hohes Niveau haben. Ja. Da entscheidet einfach der Schiedsrichter, die Tagesform. Ich meine, guck dir nur unsere Spiele gegen Real an. Guck dir Dortmund gegen PSG an, Alter. Guck dir das Rückspiel Dortmund gegen PSG an. Dass Dortmund im Finale war ein Witz. Ja. Also, nein. Nimm das Spiel jetzt gegen Frankfurt. So. Ja, du kannst das in der Champions League nicht vorhersagen. Das ist super schwer. Also, da kannst du die beste Mannschaft sein, ja. So, und kommst trotzdem nicht ins Finale. Also, nee. Das ist super schwer. Da gehört so viel dazu. So viel Glück. Du kannst ja auch mit super Kackfußball die Champions League gewinnen. Haben wir doch auch schon erlebt. Ja? Also das ist super schwierig zu sagen. Da würde ich mich auch nicht zu hinreißen lassen. Hoffe, dass die Leute ein bisschen Saragossa weiter beobachten. Ja, also wir müssen uns ja keine Sorgen machen, dass der Verein den Spieler nicht im Blick hat. Also. Wir haben doch dafür extra jemanden jetzt eingestellt, der diese Position bekleidet und mit den Leihspielern in Kontakt ist. Also, da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Eines noch, die Spielweise hat auch den Nachteil, dass sich die Gegner hinten reinstellen und Kane, Gnabry, etc. dadurch der Platz genommen wird. Die Spielweise hat nicht nur Vorteile. Ja, aber das ist ja klar, oder? Ich habe ja gerade schon gesagt, jeder Gegner, der das anders machen würde gegen uns, wäre ja auch dumm. Warum sollte der Gegner das machen, die Ballverluste in Kauf nehmen und uns dann noch den Raum geben? Also. Ja, der Harry Kane wird schon einen Titel holen dieses Jahr. Macht euch mal keine Sorgen. Nee, gibt es auch nicht. Du hast keine... Bei dem Spielsystem bist du von der Innenverteidigung abhängig, ja? Das wird sich nicht ändern. Wie auch. Ja, aber so krass haben wir unter Flick ja nicht gespielt. Da Flick war mir da ein bisschen variabler, finde ich. Da Flick haben wir uns ja auch mal zurückgezogen, haben den Gegner mal kommen lassen, haben Konter gespielt. Das machen wir ja gar nicht unter Vinny. Das tun wir ja nicht. Vielleicht kommt das noch, ja, dass wir vielleicht irgendwann diese Variabilität bekommen, keine Ahnung. Aber das siehst du ja gar nicht. Also das war ja unter Flick ganz anders. Da war es ja super variabel. Ja. Da war ja nicht nur feuerfrei, also... Ja, zum Beispiel, nimm Leipzig Real, ja, genau. Also, das kannst du nicht sagen, das ist super schwer. Ja, das ist eigentlich auch die beste Reaktion, die man machen konnte auf diese Hamann-Geschichte. Naja, wir müssen ja doch mal abwarten, ne? Wenn Ito und Stanley wieder da sind, warten wir doch mal ab, ne? Dann hast du ja nicht nur Opa und Minjay, dann hast du ja Alternativen, auch für die Innenverteidigung. Also Stanley jetzt ja zum Beispiel in der Innenverteidigung, wo er gespielt hat, hat das ja überragend gemacht. Also immer mal abwarten, Jungs, ne? Und Mädels. Bin da guter Dinge, dass da noch einiges passieren wird. Und wie gesagt,
Leute, wir haben 8 Spiele jetzt, oder was? 9. Unter Vini gesehen. Ja, wir haben super attraktiven Fußballspielen. Wir sehen entweder Fußball, man freut sich auf die Spiele. Wir haben trotzdem ein bisschen was zu diskutieren. Ja, das wird wahrscheinlich auch so bleiben. Ja, und am Ende der Saison werden wir sehen, was diese Spielweise bringt. Ja. Und ob die Spielweise sich weiterentwickelt. Das können wir dann aber mal zur Rückrunde vielleicht sagen. Ja. Und wenn wir ehrlich sind, wenn wir jetzt irgendwie gegen Stuttgart und Barcelona gewinnen sollten, ich denke, dann gibt es aber absolut gar nichts zu meckern. Ja. Und selbst wenn du gegen Stuttgart gewinnst und gegen Barca einen Unentschieden holst, ist alles gut. Ja. Und selbst wenn wir beide Spiele verlieren sollten, ja, mei, dann ist es so. Ja. Kommt dann immer auf die Art und Weise drauf an, würde ich sagen. Gut, Leute, 7:45, passt. Wir haben eine ruhige Woche vor uns, das ist schön. Letzte Woche war auch für mich stressig, YouTube-mäßig. Ein Video kommt ja auf jeden Fall diese Woche. Die Kommentare zum Frankfurt-Spiel. Da warte ich aber noch ein bisschen mit. Das wird bestimmt wieder wild werden. Aber wir haben jetzt den Ulle-Knopf. Hey, setz dich hin, Wichser! Also kein Problem. Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend. Ne? Habt eine gute Woche. Und ja, jetzt haben wir ja erstmal Pause. Wir sehen uns ja dann, wenn es weitergeht. Und das geht ja Knall auf Knall mit Stuttgart und Barca. Freue ich mich schon drauf. Ja, ich freue mich auch. Vielen lieben Dank für die gegensätzlichen Meinungen. Ist natürlich immer schwierig hier, dann, wenn so eine Verzögerung drin ist. Das ist schon völlig richtig. Und wie gesagt, am Ende des Tages jedem seine Meinung. Ne? Völlig fein. Also für mich zumindest. Tschüssi. Tschüss, schönen Abend noch. Mm.